Grüezi miteinander. Ah, bist du schon am Aufnehmen? Jetzt drücke ich einfach mal schauen, wenn er reagiert. Dann schaut er so völlig weg vom Bildschirm. Ja, ich lese da gerade noch schnell ein bisschen Kommentar durch und plötzlich heißt es Grüezi miteinander. So, what? Ich sehe nicht, dass da schon das rote Päppeli an ist. Hello und Grüezi miteinander. Ja, wir müssen ein bisschen zackig gehen, weißt du? So, Hey, ja, die 3-Stunden-Marker und so. Ja. Ja, es wird immer schlimmer. Und dann nicht auf 4 Stunden rauskommen irgendwann. Längt, Also, wenn wir unsere Brunching-Streams auf 8 Stunden reissen und nicht einmal gross über Filme reden. Absolut, ja. So. Liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja? Brösmeli, Brösmeli. sollen wir sagen. Brösmeli. Ich weiß nicht, wer es war, hat gesagt Brösmeli. Ist es mir gewesen, oder ist das... Ich glaube, das ist nicht mal der Barracks mit dem Vorschlag. Das Barracks gewesen, ja. So, was du gerade sagst, ja, voll. Oder dass wir keine Bewertungssterne sollen geben, sondern Brösmeli. Ja, wir sollen die Brösmeli geben, ja, stimmt. Ja, genau. Aber können wir das überhaupt? Transition. Jetzt aber. Hey, fancy. Hey, ja, wir können das jetzt im Fall. Wir können das jetzt. Das ist mega cool. Weil zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, wir nehmen das ja eigentlich immer an einem Samstag auf, normalerweise. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt ist unsere neue Webseite schon live. Richtig. Das heisst, auch wenn ihr das am Wochenende, also am Montag erst hört, vielleicht sind ihr ja zufällig über das Wochenende schon auf broadcast.ch und habt das gesehen. Geil. Yes. Und dort könnt ihr jetzt auch schauen, was wir schon geschaut haben und wie wir sie bewerten. Also, Genau. Also, genau. Die ganz alten müssen wir noch eine Bewertung reinfetzen, aber ab jetzt haben wir Bewertungen drin. ja, also auch je älter das die Folge ist, desto, ich sag mal, sparsamer sind wir mit den Notizen damals. Aber das sind halt einfach die Anfänge. Ich glaube, so ab der 5., 4. Folge haben wir das ein bisschen besser angefangen dokumentieren nachher auch. Ja. Aber ich bin schon mal ein bisschen durch die Notizen durchgegangen. Wir haben ja alles importiert und so haben wir haben so geile Notizen drin geschrieben. Das ist schon mal das ist ein Besuch wert. Absolut. Also ich habe gerade so in ein paar von den letzten habe ich gedacht, was haben wir dort? Irgendwo haben wir über... Sagen nur Warlord. Ja, oder Invincible vor allem. Ja, da. Invincible in der Folge 25. Meine Notiz einfach gewesen, well, damn. Mehr nicht. Das hat gelangt, um alles zu beschreiben, was in dieser Staffel passiert ist. Gut. Es ist so gut. Hey, ja. Jetzt, genau, du kannst doch vielleicht ein bisschen mehr sagen. Ja gut, viel mehr. Also, du hast die Webseite auch gesehen. Ihr könnt einerseits habt ihr eine Übersicht über alle Folgen. Wirklich, ihr könnt, es gibt eine Seite, wo ihr könnt suchen könnt, auch wirklich in der Folge suchen. Es durchsucht einerseits die Beschreibung, die wir erstellt haben. Es durchsucht die Medien, wo wir darüber geredet haben, also die Filme, Serien oder vorher auch Games noch. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das tatsächlich immer wieder zu uns kommt, wenn ihr zum Beispiel wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wo habt ihr über Clarksons Farm geredet. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Ihr geht entweder auf die Folgenseite und sucht dort nach Clarkson. Und schon kommt da Episode 27, 17, 7, Nostalgie pur, also Episode 5. Und irgendwo in diesen Folgen war immer irgendetwas mit Clarksons Farm zum Beispiel. Oder der zweite Weg, wenn ihr schauen, was wir überhaupt alles besprochen haben, schon, da gibt es eine Mediathek. Dort geht es nicht aufgrund von Folge, sondern wirklich aufgrund vom Medium, sprich Film, Serie oder Game.
Und dann könnt ihr auch nach Bewertungen suchen, nach dem Veröffentlichungsjahr vom Film oder vom Game oder von der Serie. Und auch da könnt ihr einfach nach Clarkson suchen zum Beispiel. Da kommt der Eintrag, Clarksons Farm ist eine Serie von 2021. Dann könnt ihr da drauf drücken und zuerst kommt eine Standardbeschreibung und so, was geht es überhaupt in dieser Serie, bla bla bla. Wenn es eine Bewertung hat in unseren Notizen, sehen wir auch gerade eine zusammengefasste Bewertung. Sprich, keine Ahnung, wir verteilen für die eine Staffel 5 Sterne, für die andere 4, für diese wieder 5 und dann die Gesamtbewertung ist einfach ein Mittelwert aus allen Bewertungen, die wir abgegeben haben in unseren Notizen. Und wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr dort unten nachher alle Episoden, wo wir über Clarksons Farm geredet haben. Und zusätzlich auch unsere Notizen. Also wir machen uns immer Notizen zu all diesen Sachen, was wir vielleicht erzählen wollen, was wir erwähnen wollen. Manchmal kommt vielleicht irgendetwas nicht rein. Manchmal ist irgendetwas im Podcast, wo halt nicht in der Notiz gestanden ist. Und so haben wir halt wirklich gerade direkt eine Einsicht auch, okay, was hat er zu der Staffel, keine Ahnung, das war Staffel 4 gesagt. Da sehen wir noch, der Blackjack hat nicht so viel geschrieben. Er hat nur geschrieben, Jeremy wieder völlig lost. Geil. Gerald. Gerald. Das ist meine ganze Notiz für das. Und der schreibt einen halben Aufsatz. Und der ist manchmal ein bisschen, der schreibt manchmal ein bisschen mehr als ich. Genau. Und das könnt ihr jetzt alles nachschauen. Wenn eine neue Folge kommt, sollten auch automatisch unsere Notizen dann dort in der neuen Folge erscheinen. Das wird sich jetzt das Wochenende zeigen, also am Montag, ob das alles reibungslos funktioniert, ob die neue Folge reinkommt direkt oder nicht. Also wenn ihr jetzt am Montag das hört, auf die Webseite geht und dort steht immer noch Folge 27, dann hat es nicht funktioniert. Genau. Und dann könnt ihr sicher sein, dass ich am Schauen bin schon, fuck, warum hat es nicht funktioniert? Dann will ich rotieren. Es ist wirklich, für uns ist es ein mega Mehrwert. Also ich finde, es ist für uns ein mega Mehrwert. Ja. Vor allem, jetzt muss ich nicht immer denken, so Scheiße, hat das der Blackjack schon geschaut. Ja, wir können das auch gut nachschauen halt. Und was ich halt mega faszinierend finde, ist eben, wir machen das jetzt schon relativ lang. Also was heisst lang? 1,5 Jahre. Oder ist es fast gleich mal 3 im Fernsehen? 2,5 Jahre. Oder 2,5 Jahre. Was wir schon alles für Shit geschaut haben. Und wie ja. viel das ist. Ja. Es sind 23 Seiten. Gut, Also da sind jetzt noch Games drin. Ich kann es dir sagen. Wir haben in 27 Folgen haben wir knapp 400 Medien besprochen. Boah. Das also 398, um genau zu sein. Das können Games, können Serien, es können Filme sein. Das ist crazy. Und ich bin mega überrascht. Manchmal schaue ich so drin und denke mir so, hey, über das habe ich geredet. Ja, voll. Das habe ich aber erst gedacht. So, ja, habe ich den mal geschaut in dem Fall? Ich war gerade gestern einer gesehen. Ich sehe einen Film mit dem Denzel Washington. Ich glaube, American Gangster war es. Mhm. Da habe ich gesehen, ich habe da einen Kommentar erfasst. Habe ich den geschaut? In meinem Kopf habe ich den irgendwie so seit ewig nicht mehr gesehen. Aber irgendwie habe ich den anscheinend geschaut. Ich glaube, aber ich habe den geschaut. Mach mir jetzt nicht. Wirklich? Also ich habe den geschaut, aber ich weiss nicht, ob ich den vorher schon geschaut habe oder dann. Aber eben, für uns ist jetzt einfach, jetzt können wir schauen, Staffel 10, nein, Folge 10. American Gangster, Folge 10, Blackjack. Okay. Russell Crowe, Denzel Washington. Richtig guter Film, den man immer wieder schauen kann. Da habe ich den vielleicht mal knapp vor unserer Zeit geschaut. Das kann schon sein. Das kann sein. Vielleicht. Also, wie gesagt, also,
Und mir fällt gerade noch einen ein, vielleicht fehlt der. Es gibt sicher, ich habe mir eben überlegt, ob ich alle Folgen mal so durchlassen, ob ich wirklich alles aufgeschrieben habe. Ich weiss, einmal habe ich glaube hure verkackt mit den Notizen. Und da habe ich mir nachher dann alles aus dem Grind rausgezogen. Okay. Ja. Entschuldigung. Ja, also Ja, aber. es ist auch, wir haben das natürlich nicht alles manuell gemacht, die ganze Aufarbeitung von allen Folgen. Wir haben unsere Notizen, aber bis ein paar auf dem Anfang, haben wir alle gespeichert natürlich und die haben wir dann von einer KI entsprechend aufbereiten, Mhm. dass wir es super in die Datenbank übernehmen können. Aber da halt unsere Notizen teilweise ein bisschen krüsimüsi sind und nicht immer genau gleich strukturiert sind und Ja. alles, kann es vielleicht sein, dass etwa mal etwas ein bisschen komisch ist. Also Genau. wenn ihr irgendetwas gesehen, wo ihr sagt, hey, aber da habt ihr nicht über das geredet, da ist vielleicht irgendwie ein Fehler passiert, schickt uns das einfach. Ja, voll, ja, voll. Und dann können wir uns das anschauen. Also ich würde sicherlich meine Filme und Serien und so definitiv noch mal durchgehen. Genau. Ja. Ich habe das Aber eben, gell? gestern schon. Also wir sind gestern halt mal alles durchgegangen und haben Ja. ein paar interessante Fehler schon korrigiert. Ja. Der Plattformmaster. Der Plattformmaster, ja, zum Beispiel. Ja, manchmal ganz ist es komisch. lustig. Genau. Yes. Ja. Nein, aber ich freue mich voll. Es ist vor allem etwas, wo immer wieder Thema war. Und ja, der Barracks hat mir in letzter Zeit immer wieder Druck gemacht. Immer wieder gesagt, hey, wo ist die Seite? Kann ich jetzt schon irgendwo... Kann ich jetzt schon irgendwo nachschauen, was ihr dort besprochen habt? Immer so, weißt, so unterschwellig hat er so Andeutungen gemacht. So eine Tritt gegen Schienbein. Und dann habe ich Sagt man irgendwann nachher. gedacht, weißt du was? Jetzt mache ich. Also ich habe schon lange mal angefangen, aber Ja, ich habe ja. das eigentlich damals, ich habe das nachher ziemlich wieder über den Haufen gerührt. Das Konzept habe ich ein bisschen behalten. Auch, dass wir über unser Ding jetzt ein bisschen mehr machen können und so. Genau. Ja, aber eben, Yes. es ist. Also, wir haben es jetzt schon aktiv gebraucht. Ich finde es mega geil. Mega geil. Und für die, die es natürlich nicht wissen, unsere Webseite ist brotkasten.ch. Ja, genau. Wäre vielleicht noch gut zu erwähnen, mal voll. Genau, dann könnt ihr das alles nachlesen, nachschauen. Genau, und nachhören. Ey, wirklich, Hey, und das ist mega cool. wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, wenn ihr irgendwie sagt, oh hey, das wäre cool, wenn ihr das noch auf der Webseite auch noch rein tun. Schreibt es mal, schreibt es mir. Schauen wir uns das an, wenn wir sagen, hey, ja, warum nicht? Das macht eigentlich Sinn, das wäre sicher noch ein geiles Feature. Bauen wir das vielleicht ein? Genau. Yes. Genau. Ja, coole Nice. Sache. Nice. Wir entwickeln uns weiter, Ja. so wie sich's gehört. Ich habe eine hohe Scheissfreude daran. Ey, ich auch im Fall. Genau. Das ist wirklich cool. Vor allem, was ich auch cool finde, ihr müsst keine Angst haben. Wir haben einen Spoiler drin. Also wir können, pro Eintrag können wir einen Spoiler setzen. Also wir werden... Oder Genau. auch zum Beispiel heute werden wir über einen Film reden, der jetzt frisch ins Kino gekommen ist. Da tun wir einen Spoiler drauf, dass ihr nicht wirklich gerade von Anfang an seht, was abgeht. Dann könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr euch wollt spoilern und nachher nie so einen geilen Film wollt schauen. Oder ihr sagt, hey komm, ich lese das jetzt durch, ich will dann ihre Meinung lesen, nicht hören. Der Spoiler ist einfach, damit es ein bisschen mehr Sinn macht, unter anderem, der Spoiler ist 30 Tage aktiv. Genau. Also eigentlich immer so lange wie bis die nächste Folge draußen ist. Also wenn wir jetzt heute über einen Film reden und sagen, hey, da hauen wir den Spoiler rein. Also was heisst Spoiler reinhauen? Ihr seht dann auf der Webseite wird der Kommentar, der als Spoiler von uns markiert worden ist, wird er verschwommen angezeigt und ihr habt einen Knopf zum Spoiler anzeigen. Also, wenn ihr Event lesen könnt ihr trotzdem. Es ist einfach für uns, zum zu sagen, hey, wenn ihr den auch seid und den Film noch nicht gesehen habt, werdet ihr selber gespoilert. Ja, genau. Und nach 30 Tagen, also
wenn jetzt die Folge die wird jetzt am 3. August wird die rauskommen. Richtig, ja. Das heisst, 30 Tage später ist der Spoiler so oder so offen. Das ist einfach Genau. 30 Tage ist er gültig. Und dann wird sie voll angezeigt. Genau. Es ist halt einfach so, dass wir nicht irgendwann so irgendwie 4-jährige Einträge haben, wo Spoiler drinnen beschrieben wird, wo man sagen, ja, also irgendwo müssen wir eine Grenze Ja, setzen. Also, wenn du genau. es nach 4 Jahren noch nicht geschaut hast, tut es uns leid, wenn du jetzt gespoilert worden bist. Aber das könnte dir Genau. auch deine Mami erzählt haben. So ungefähr. Schaut deine Mami viele Filme? Sie schaut sicher Filme, ja. Aber sie schaut einfach so, was gerade im Fernsehen kommt. Es ist völlig legitim. So, Völlig legitim. sie irgendwie umschaltet ist und irgendetwas, was sie sagt, oh, ist interessant, das schaue ich jetzt, dann schaut sie es. Aber nicht jetzt so wie wir, wo Ja. keine Ahnung, wo gehen schauen oder sehen, oh geil, der neue Film ist rausgekommen, den muss ich jetzt morgen gerade schauen. So nicht, nein. Das erinnert mich gerade an eine Geschichte an meine Grossmami. Die hat uns mal erzählt, ja, sie sind heute letzte Nacht aufgeblieben und haben eben so ein bisschen rumgezappt. Dann sind sie auf einem Film bleiben hängen und dann haben sie dann geschaut. Das ist so darum gegangen, sie sind in einem Flugzeug drin und da sind überall Schlangen rausgekommen. Dann hat die einfach irgendwie so um die Nacht Snakes on a Plane geschaut und wir so, okay. So gut, so gut. Oh, das ist wirklich cool, ja. Ja, aber auch solches eben mir, ich auch, wenn ich am Tod kaputt war früher, also wenn du vom Ausgang heimgekommen bist, bist du schon nachher dann vor dem Fernseher gehockt und dann schwenken sind auf den üblichen verdächtigen Fernsehsender, ORF Sat 1 oder wo immer. Ja, genau. Ist So irgendwann ein geiler Streifen. und so, ja. Genau, ist irgendwann noch ein geiler Streifen gelaufen. Oder je nachdem auch nicht so geil. Genau. Ich finde es... Ich schaue eigentlich, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich schaue seit Ewigkeiten kein lineares Fernsehen mehr. Ewig. Also seit ich die neue Möglichkeit habe, haben wir auch den Fernseher abgestellt. Der einzige Moment, es gibt 2 Momente, wo ich jetzt gerade das letzte Jahr weiss, wo ich geschaut habe. Das eine ist, wo ich meine Göttikinder hüten. Mhm. Weil ich nicht wollte, es war bei meiner Schwester und bei meinem Schwager daheim, die haben zwar auch Zugang zu diesen gewissen Sachen, aber ich kann nicht mein Zeug einloggen dort und so, da habe ich einfach rumgezappt. Und das zweite Mal war das letzte Jahr und das ist witzig, weil es das Jahr vorher schon genau so war, ist am Hero Fest im Hotel gsi. Genau. Das ist doch irgendwann hast du von einem Film erzählt, den du dort geschaut hast. Ja, Das weiss ich noch. ja, aber das Witzige daran ist eigentlich eher, es ist beide Mal Knight Rider gelaufen am Abend. ich weiss noch, als ich das erste Mal im Hero Fest war, im Hotel, bevor wir sind Nachtessen, bin ich kurz ein bisschen chillen. Bin ins Hotel rein, habe den Fernseher angelassen und dann läuft Knight Rider. Und ich so, Geil. perfekt, ich müsste eigentlich nicht mal mehr essen, ich könnte jetzt hier bleiben. Und nachher, und das letzte Jahr tatsächlich wieder Fernseher angelassen, um ein bisschen runterzufahren. Läuft Knight Rider. Geil. Also ihr gesehen habt, das Hero Fest ist ein magischer Ort. Es wird einfach so eine Bubble, so eine Zeitbubble wird gemacht. Ja, voll. Du kommst einfach in einen Loop rein für 3 Tage und nie mehr rauskommst. Ja, echt. Aber jetzt, wo ich es gerade erwähnt habe, ich muss das noch organisieren. Wahrscheinlich. Mhm. Aber war noch etwas. ich habe, glaube ich, die letzten paar Mal wirklich nur Fernsehen geschaut, wo ich wirklich krank war. Einfach damit irgendwie so etwas läuft oder so im Hintergrund. Und was ich tatsächlich immer geschaut habe, ich habe das auch letztens gemacht, als ich Katze fuhren von meiner Mami. Habe ich einfach mal ein bisschen bei ihnen bleiben und das ist ein bisschen rumgestreunert.
Und da habe ich den Fernseher angeschaut. Bei mir kommt immer irgendetwas von so Alaska oder Norwegen, wo sie entweder irgendwie so Gold schürfen oder irgendwie so Ice Truckers, wo sie irgendwie so einfach durchs Zeug durchbrettern. Oder da Fische oder so, ja. Absolut. Das ist mega geil. Ich weiß nicht warum. Ich finde es geil, dass man sich dort immer noch so auf D-Max verlassen kann. Mhm. Das ist einfach, also, wenn du nicht weißt, was du schauen willst, ist halt einfach mal D-Max sein. Irgendetwas läuft dort immer. Ja. D-Max, es gibt wirklich da Sender, die sind wirklich okay. Und zwar auch Werbung drinnen, aber die bringen irgendwie auch etwas, wo du normalerweise irgendwie nicht schaust, aber die irgendwie gleich cool sind. Ja. Genau. Ja, geil. Geil. Yes. Jo, hey, ich glaube, wir haben dann nachher noch ein bisschen, so wie wir gesehen haben, etwas zu erzählen. Hausaufgaben und so und Comments und... Genau. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir tatsächlich mit dem anfangen. Weil wir sind nicht gerade richtig unter Zeitdruck, aber ein bisschen vorwärts machen müssen wir. Weil ich habe heute noch einen Kinotermin. Und wenn ich den verpasse, dann habe ich Stress mit meinem Götti-Bub nachher. Ui. Der hat mich ja schon vor über einem Monat gefragt, ob wir das schauen können. Ui. Sonst muss man dem beibringen, wie man Age of Empires spielt, damit er dich vernichten an der nächsten LAN-Party. Ja, da habe ich keine Angst. Da habe ich noch keine Angst. Wenn ich sehe, was der Schuss spielt im Moment immer noch. Ich meine, es ist ja völlig recht, was er spielt. So machen, was er will. Ich habe keine Angst, dass er mich im Age of Empires in nächster Zeit wird. Aber er hat nicht schlecht gespielt. Er hat viel damals an der LAN-Party. Er hat viel Hilfe natürlich bekommen vom Schwager und von mir, weil er es halt auch noch nie gespielt hat. Aber er hat es nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja, da habe ich schon eine easy Zeit gehabt, um meine Armee schnell aufzubauen. Ja, du bist einfach wieder... Weißt du, ich habe nicht so ein Problem damit. Ich bin mich so Sachen gewöhnt. Ich gehe seit 20 oder noch mehr Jahren machen wir unsere LAN-Party, die wir jetzt eben im Bunker machen. Mhm. Und seit... Ja, nein, sogar schon vorher, schon in den Oberstufen und so. Dort, wo wir die LAN-Party halt vorher hatten, beim Kollegen daheim. Mhm. Das ist so eine Koryphäe in diesen Games, so Strategie-Games. Der ist einfach so ein Brain. Und darum, ich bin mich gewöhnt gewesen, dass ich in Age of Empires und so Games, Strategie-Games eigentlich nicht wirklich gewinne. Also, es nervt mich alle dann gleich, weil ich denke, Alter, du hast so viel gespielt schon in deinem Leben. Aber sicher seit 10 Jahren nicht mehr. Ja, und ich spiele momentan ziemlich aktiv Strategiespiele. Ja. Und ja. Genau. Es ist alles irgendwie so. Mit dem habe ich gestern mit dem Fired gespielt. Dead by Daylight. Ja, ich weiss, ich habe die allein gelassen. Ja, hat er auch wirklich. Und auch dort, weißt du, ich find es halt cool, wenn du mit jemandem spielst, der Ahnung hat. Also respektive einfach auch, wo gewillt ist, dir etwas zu erklären. Genau. Ich habe das erste Mal in meinem Leben PvP gespielt im Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde. Und ich bin rein und dachte, ey, jetzt will ich mal einfach schauen, weil immer gegen KI irgendwann muss mal. Und der hat mich einfach so voneinander gerupft. Und ich so, Alter, ich spiele doch jetzt seit einem halben Jahr gegen eine schwere KI und so. Und dann hätten wir ein Hütchen stehen. Nachher hat es angefangen. Hey, du spielst nicht schlecht, du musst aber da und da schauen. Hey, der hat mir einen halben Roman geschrieben. Gang Videos schauen, gang durch, mach dieses. Und so, es gibt schon zu wenig Spieler, aber du hast Potenzial, komm, mach weiter. So. Und ich so, gut. Was zur Hölle, das ist ja mega cool. Und ich weiss nicht mehr, wie sein genauer Name war, aber ich will einfach nur sagen, es ist Gimli in seinem Gamertag drin gestanden. Von dem her ist er mir sympathisch. Nein, hast du gerade das Foto geschickt? Ich bin im Fall da. Eigentlich, nein, scheiße, das Foto nicht angepasst. Im Launcher. Hast du die Gimli? Verdammt! Ja. Genau. Ja, aber wirklich, also ich bin hure warm empfangen worden dort und haben mir so sagen, hey, genau so sollte es ja auch sein, bei so Strategie, also auch bei allgemeinen Games. Ja. Er hat so rumfluchen und rumtoxen. So sorry, schnell für einen Ausflug.
Hey, alles gut, aber ich kann das voll nachvollziehen im Moment. Aber vor allem auch die Aussage von wegen, es ist mega nice mit Leuten zu spielen, die dir auch wirklich etwas beibringen wollen. Mhm. Ich habe das jetzt im Guild Wars gesehen. Ich habe ja angefangen Guild Wars zu spielen. Yep. Und einerseits auch dort, die Community ist mega wholesome, mega Ja. willkommen bist. Also dir wird geholfen und so. Wenn du Fragen hast, kommst du ganz normale Antwort über. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, der Volgi, das ist ein Kollege, den kenne ich schon, schon ein Weile. Der ist so ein MMO-Brain. Ich glaube, es gibt kein MMO, das er nicht gespielt hat. Und Guild Wars ist er auch so voll drin. Er spielt das seit eh und je, hat die besten Sachen und so und alles drum und dran. Mhm. Und der hat mich dort, ich habe ihm mal gesagt, hey, wir haben zusammen WoW schon gespielt und Dune gespielt und wir haben schon einiges jetzt zusammen gemacht. Yep. Und ich habe gesagt, ich habe einfach noch nie richtig Guild Wars gespielt. Dann hat er gesagt, ja, look, dann gehen wir mal rein. Wir fangen einfach mal an. Ich kann dir on the go einfach ein bisschen die Sachen erklären. Was ist das? Was machst du da? Was macht am meisten? Was macht mehr Sinn? Gehst du vielleicht eher da oder hier oder das? Auch mit den Punkten und mit all diesen Sachen. Weil, wenn du einfach so ins Guild Wars reingehst, ist das recht big. Dann machst du die Ja. Karten auf und denkst zuerst mal, wow. Wovon ja? Ja, wirklich. Und dann schaust du in die Skillbaum rein. Und vor allem, wenn du so von einem WoW herkommst, bist du zuerst völlig verwirrt. Das ist ja gar kein eigentlicher Skillbaum. Mhm. Und das funktioniert ja ganz anders. Da habe ich schon einen Moment gebraucht, aber durch das, dass er mir das halt einfach erklärt hat, hat er gesagt, hey, Ja. vergiss, was WoW macht, weil Guild Wars macht es anders. Ist es nicht, dass das eine besser als das andere ist? Am einen gefällt dieses besser, am anderen passt das andere besser. Das ist Ja, auf voll jeden okay, Fall. aber es ist einfach, es macht es anders. Mhm. Und was ich dann halt das habe ich halt auch schon viel gesehen und darum bin ich immer am Anfang ein bisschen skeptisch bei Games. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich habe mir überlegt, Palworld zu holen. Weil ich habe es überall gesehen und es sieht hure interessant aus. Ich hatte recht Bock drauf tatsächlich. Aber viele, die ich jetzt zum Beispiel Bock habe mitspielen, haben schon so lange gespielt, dass sie einfach einen Vorsprung haben. Und wenn ich jetzt mit denen würde mitspielen, würdest du einfach so bam, 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 bam für den Pusht. Du wirst so mitgerissen irgendwie. Ja, genau. Es Und es ist ja. nicht einmal böse gemeint oder so, Ja. aber es ist einfach so, ich kann dann nicht das Game für mich entdecken. Ja. Sondern es wird mir einfach alles vor die Füße gerührt. Und dann habe ich keinen Sinn mehr, das Game zu zocken eigentlich. So ist es mir die letzten paar Mal gegangen, wo ich frisch angefangen habe mit WoW. Also, ich habe es schon kennt. Kann mir vorstellen, ja. Eben, du wirst einfach, doch und mach mal. Und nachher, eben, ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich dich kennt habe und auch andere, die mir so ein bisschen, hey, schau, das ist neu gezeigt haben, damit ich auch ein bisschen Ahnung habe. Aber eben, wie du sagst, das ist etwas, was mich immer mega angeschissen hat an MMOs. Ja, komm doch auch spielen. Du bist so Level 3 und dann, ja, komm, da hast du Ausrüstung und dann gehen wir, tschüss. Mhm. Oder also eben so Survival-Games, wo nachher dann einfach irgendjemand hinkommst und riesen Basis, ja, dort hinten hast du Metall, kannst du nehmen, einfach wie du willst. Und du denkst so, eigentlich will ich selber. Ja. Das ist genau das Interessante daran. Das haben wir jetzt in Dune eben auch so gemacht. Ich meine, der Volgi und ich, wir haben halt einerseits schon irgendwie 300 Stunden in das Game investiert gehabt, haben gewusst, wie was alles funktioniert. Aber jetzt ein Fire, was zum Beispiel frisch hat angefangen zu spielen. Darum habe ich ja zuerst eigentlich auch neu angefangen. Einerseits habe ich selber neu anfangen, andererseits auch für ihn. Das hat sich dann nachher geändert. Ich habe nachher meinen alten Charakter wieder geholt, aus diversen Gründen. Aber es war nie so gewesen, dass wir ihm also die Leute haben Zugriff auf die Basis. Wir haben eine grosse Basis aufgestellt, die steht auch noch, die läuft jetzt wieder einen Monat, habe ich gesehen. Das ist alles dort, also wenn die Leute gehen spielen. Wir haben einfach eine Basis machen, wo die Leute, wenn sie etwas brauchen, können sie dort hin. Ja. Aber wir haben auch, also ich weiss zum Beispiel,
die Vivi, die hat völlig allein, die hat zwar auch Zugriff auf die, aber die hat völlig einfach Ja. alleine von Spielen. Ein René auch. Ein René, der macht seinen eigenen Weg und das finde ich voll okay. Das Game entdecken, es macht viel mehr Spass. So. Auf jeden Fall. Und wenn du mal so weit bist, hast du eine Basis, musst dich um, ich sag mal, die mühsamen, grundlegenden Sachen nicht mehr wirklich kümmern, sondern du hast eine Basis dort, die du kannst brauchen. Und du kannst eigentlich mithelfen, die Basis zu vergrößern. Also ist dann nachher dann wieder, du hast nachher Genau. dann wieder einen Purpose sozusagen. Ja. Weil eben, wenn du alles hingeschissen bekommst, hast du keinen Grund, keinen Purpose Ja, oder irgendwie. Das ist eben also das habe ich eben viel erlebt in Survival Games oder auch eben MMOs, wo es halt einfach geheißen hat, da hast du dein Zeug und dann mach einfach mal. Und dann denke ich mir, ja, aber das will ich nicht. Genau. Mir hat zum Beispiel am WoW immer das Questen mega viel Freude gemacht. Level-Ups, geiles Gear bekommen, eben vom ich finde halt immer das geil, wenn man sieht, der hat einen Progress gemacht. Ja, ja. Und eben, jetzt hast du am Anfang hast du schon eine schwere Rüstung, wo ich mir am Anfang haben müssen denken, das erste Mal, als ich WoW gespielt habe, habe ich irgendeine Lederfetzen angehabt. Ja, genau. Das ist irgendwie alles Ist schon angelegt, so. wo irgendwie so, ja, es ist zwar kein Kettenhändchen, aber er hat Es gleich hat mehr einfach Rüstung. bessere Stats drauf, Ja, ich nehme jetzt halt einfach das. Genau. Und das war einfach schon noch das Geile gewesen. Aber eben, ja. Und darum, ich finde das cool, ich unterstütze das. Ich tue gerne auch helfen bei so Sachen. Genau. Aber, Darum habe ich zum Beispiel auch, also darum finde ich einerseits Palworld so interessant, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel am Enshrouded immer wieder bemängelt habe. Enshrouded Ja. mit dem gesharten Progress halt. Der Server hat den Progress. Du kannst Yep. zwar schon selber auch noch rein, aber wenn der Server so weit ist, ist er halt dann so weit. Genau. Und im Palworld, so wie ich es bis jetzt gesehen habe, auch wenn du mit mehreren Leuten drauf spielst, dann spielt eigentlich jeder für sich. Ja, Du aber kannst das ist miteinander cool. Sachen machen, du kannst miteinander gehen, keine Ahnung was, so gut kenne ich es jetzt auch nicht, aber du kannst miteinander Sachen machen, aber du hast trotzdem deinen Fortschritt. Ja, aber das ist doch geil. Ja, aber das fühle ich viel mehr, wenn du wirklich, wenn jeder für sich seinen Fortschritt kann machen. Darum habe ich Enshrouded nie mehr gespielt. Weil ich einfach müssen sagen, ja, dann bist du irgendwie gezwungen, dass die Leute dass alle dann mitspielen, die auf dem Server sind, damit keiner irgendwie etwas verpasst. Ja, das das ist ist so. Das ist einfach ein Scheiß, muss ich echt sagen. Ja. Vor allem, da musst du auch Leute finden, die den Progress auch ein bisschen einhalten. Weil ich hatte so viel mal den Fall gehabt, dass man gesagt hat, ja komm, wir fangen gleichzeitig an. Und nachher haben es irgendwie so 2, 3 Spezialisten gehabt, die dann nachher plötzlich gekommen sind und dann gesagt so, hey, wir sind doch letztes Mal Level 5 gewesen, wieso bist du jetzt zu Level 13? Ja, ich habe ein bisschen für mich selber gespielt. Und ich dann muss sagen, ja, aber das war nicht der Sinn und Zweck von diesem Teil gewesen. Ja, aber... Wir haben doch gemeint, wir spielen gleichzeitig. Ja, gut, das hast du einerseits natürlich auch schon, also das hast du auch bei einem nicht-shared Progress, aber nichtsdestotrotz, es geht mir nicht darum, jeder kann spielen, also es ist ein zweischneidiges Schwert und ich weiss, es ist schwierig zu lösen. Einerseits willst du natürlich, dass jeder kann spielen, wenn er will. Andererseits willst du zusammen spielen. Ich finde zum Beispiel in Windrose, ich habe das nie mit anderen gespielt, aber dort gibt es die Option, dass du kannst sagen, hey, der Server hat den Progress. Ja. Oder der Spieler hat den Progress. Das finde ich mega cool. Ja, absolut. Das sollte eigentlich Standard sein. Finde ich. Ja, oder du hast so eine gute Gruppe, die alles zusammen macht. Ich meine jetzt mit 2 Kollegen The Division angefangen. Das ist so unser Mittwoch-Game. Wir gehen teamen, machen ein paar Missionen, schönen Tag, tschüss. Und sie sind alle zufrieden. Ja, aber. Genau. Wie ist das gesehen? Wir wollen nicht mehr so viel über Games reden. Damn it! Damn it! Ja, was willst du machen, gell? Hey, es gehört einfach zu uns. Richtig. Genau. So, aber du hast es erwähnt, in dem Fall reden wir jetzt über etwas anderes. Yes. Weil wir haben unsere Webseite angesprochen. Den Punkt können wir abhaken, das ist sehr schön. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar, das ist so ein bisschen zusammengefasst.
wir haben das letzte Mal eine Hausaufgabe gestellt Yep. und wir haben von euch Antworten bekommen. Und wir haben natürlich eigene auch noch. Es kommt mir gerade noch in den Sinn, dass mir jemand einen riesengroßen Text auf Discord noch geschrieben hat. Muss ich Das ist den ein guter suchen? Take. Muss ich den rasch suchen? Wo ist das? Ich schreibe mit zu vielen Leuten auf Discord. Es ist schon so. Da. Nebenbei hast du noch. Sagt man. Nebenbei hast du noch WhatsApp und schon Zeugs und Instagram und überall schreiben sie. Ich finde es mega geil. Ja, absolut. Manchmal verliere ich es halt einfach. Ich bin so eine Wusch. Aber ich habe mir extra mein Notizbüchlein vorgenommen und habe es extra von Hand geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Also auch mit die mir direkt geschrieben haben. Aber ich habe alle. Das war nur jemand auf Discord, der mir geschrieben hat. Aber dafür ein halber Roman. Ich kann nur schon mal sagen, nein, warte, ich habe mit ihm telefoniert später. Und da habe ich geschrieben, du schläfst eigentlich. Nein, der hat zuerst einfach nur gelacht, weil er genau gewusst hat, um was es geht. Genau. Ja, gut, ich muss nichts sagen. Was? Aha, ja, die... Ich schreibe so dreiseitige. Genau. Da haben wir wahrscheinlich aber auch jetzt eine Retourkutsche bekommen, wegen dem, Wolltest du gar mit dem anfangen? Ja, warte schnell. Jetzt muss ich da auf meine 3000 Seiten schnell schauen. Wir haben... Ich bin super vorbereitet. Wir haben... Also, vom... Vielleicht schnell, was die Hausaufgabe war. Genau. Vorher. Also, vielleicht, was die Hausaufgabe war. Ich habe es jetzt mal grob zusammengefasst. Szenen von Filmen oder Serien, die einem bleiben und die einem immer wieder in den Sinn kommen. Oder die einfach immer wieder präsent sind. Ja, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, ja. Genau. Und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mich... Ja, vor der Podcast-Aufnahme habe ich noch einen angeschaut und ich dachte, den könnte ich reinnehmen. Den nehme ich aber nicht rein, weil der hat mich emotional so kaputt gemacht, dass ich noch schnell 10 Minuten rauszögern. Ich bin gespannt. Also, ich kann ihn erzählen. Ich habe jetzt das letzte Mal einen erzählt, der von Gladiator. Yes. Aber ich habe eine Szene, die macht mich auch noch nicht emotional. Also ein bisschen, Und ich wundere, ob das die gleiche ist. Es könnte sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast nicht mal die Serie gesehen. Aber wir fangen mal an mit dem Kommentar von Blatsch. Ja. Hey Jungs, sympathische gegenseitige Vorstellung am Anfang. Gefällt mir sehr. Haben wir jetzt das mal nicht gemacht. Ich bin der Rullen. Ich nicht, ich bin der Blackjack. Gut. Danke für die Diskussion über die Musik. Ihr habt recht, wenn man kein Live-Orchester hat, ihre Musik ist das meistens ein Budgetentscheid. Wir haben am letzten Mal davon gehabt, oder ich habe gross erzählt, dass es, oder wir haben das Thema gehabt, ob Musik wichtig ist für Filme oder so. Und ich habe dann nachher mehr oder weniger gesagt, falls, also ich höre halt relativ schnell raus, ob es ein Live-Orchester ist oder ob es halt irgendein PC ist, der das macht. Und ich habe dann auch erwähnt, der Blatsch, der macht hervorragende Musik und er soll sich nicht angesprochen fühlen. Tendenziell hat er sich angesprochen gefühlt. Wer hat dann geschrieben, ich bin aber voll bei euch, ich würde am liebsten auch alles wieder im Orchester einspielen lassen, aber meine Projekte fehlt am Budget und die Zeit wäre ein grosser Traum, das mal umsetzen zu können. Hey, ich drücke den Daumen, Blatsch, dass das funktioniert. Mhm. Allgemein hat ihnen die Folge sehr gut gefallen, eben vor allem, wenn wir über Filmmusik geredet haben. Genau, der Blatsch ist, sagen wir es mal so, ein Experte in Filmmusik. Er schreibt auch selber Filmmusik. Genau, und da kommt er mit Clarkson Farm. Ich bin ja dank euch auf das gestoßen und ich liebe es einfach. Auch wenn die letzte Staffel, das ist Staffel 5, recht tough war, thematisch ist so eine der besten gewesen. Ich finde das allgemein einfach genial, dass er halt einfach immer wieder Probleme probiert zu lösen, wo viele andere einfach
einfach nicht weitermachen oder einfach abbrechen. Er geht es aber an und probiert es zu verbessern, finde ich genial. Ja, das stimmt. Also ich Ja. bin auch der Meinung, der probiert jetzt alles. Und vor allem nicht einfach nur so Alltagsprobleme, die die Farmer haben, sondern halt wirklich so Ja, fundamentale Probleme von der Mhm. Politik geschaffen oder wie auch immer. Ja. Ich habe es gestern am Blackjack schon gesagt, wo wir schnell telefoniert haben. Ich bin mega gespannt auf die nächste Season, weil wenn Ja, die so voll. Probleme haben wie wir auch mit dem Regen, dann wird das devastating für die dort. Das wird aber 2 Season gehen. Sie sind immer so ein Stimmt. Jahr versetzt. Stimmt, ja. Das heisst, die nächste Season, die wir Ende Jahr, Anfangs nächstes Jahr irgendwann mal überkommen, Mhm. ist dann 2025. Genau, also sie Meint geht eigentlich immer, oder? sie geht, glaube immer bis die Ende fertig ist. Bis sie geändert haben. Das sind immer so die letzten 2 Folgen. Oder die letzte Folge, denke ich mir. Immer dann, sie schauen wirklich immer, schauen, dass sie Ja, die Ernte fertig haben und dann bringen sie es genau. raus. Genau. Genau. Puh, ich bin wirklich Ja. mega gespannt, was nächstes Ja, Jahr voll. rauskommt. Zu Product Placements finde ich, wenn es organisch und logisch eingebaut ist, auch nicht überhand nimmt, völlig okay, aber manchmal macht es Gift. Was? Nein, die Menge macht es Gift. Die Menge macht es Gift. Ich Sprechensprache, sorry Fletch. Wenn es einfach völlig nicht zu der Story passt oder der Handlungsort vor Szene allein schon wegen Product Placement gewählt wird, dann nervt es mit dir. Unbeabsichtigte Sachen finde ich dafür mega, wie zum Beispiel der Starbucks-Becher in Game of Thrones. Ja, gut. Ja, gut. Ich finde es so tendenziell okay, wenn sie es dann nachher so auf die leichte Schulter nehmen. Halt einen Witz daraus machen, zum Beispiel. Ja, also Eben. ich weiss, was er spricht ja das an, wo ich das letzte Mal erwähnt habe, von wegen, da wo Dubai so hochgelobt und weiss ich was vorgekommen ist bei Jack Ryan. Mhm. Aber wenn es irgendwie, ich sage jetzt mal, ich nehme es mal als Beispiel. Transformers. Oder sehr, sehr, sehr viele Filme und so. Du hast. Ich mache ein ganz anderes Beispiel, wo mir es gerade in den Sinn kommt, was viel besser ist. Marvel. Schaut mal einen Marvel-Film und sagt mir, von wem die gesponsert worden sind, von welcher Automarke. Ich muss einen Namen erwähnen und das sollte eigentlich allen klar sein. Tony Stark. Fährt er nicht immer ein Lambo? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Filme schon ewig lang nicht mehr geschaut. Lambo fährt der Batman. Der Iron Man fährt seit dem ersten Iron Man-Teil fährt der Audi. Audi R8, Audi R8, Audi hier, Limousine Audi, da Audi. In einem der letzten, ich weiß nicht, ob es Endgame war oder der vorher, kommt er mit dem damals neuen Audi e-tron, mit dem Elektro-Audi-Ding. Immer Audi. Einfach zu mich schnell in Schutz nehmen. Es sind beide reiche Männer, stellen ihre eigenen Sachen her und haben einen super Anzug an. Also für mich ist es okay. True. Ja, ist okay, fair enough. Okay, alles Stimmt. gut. Aber genau, aber es ist wirklich so. Es war offensichtlich gewesen, aber das hat es mich irgendwie weniger gestört. Ich meine, ja, okay. Irgendwo musst du halt, ich meine, in vielen anderen Filmen, schau mal um. Entweder ist es Ford, Chevy oder irgendeine andere Marke, die halt einfach immer dominiert. Und dann weißt du halt so, wer das gesponsert hat. James Bond, Aston Martin. Bin ich richtig? Unter anderem auch, ja. Genau. Ja, absolut. Ja, also eben. Und dann mit dem Seitenhieb, dass die Bösen immer in Jaguar fahren. Finde ich halt auch geil. Aber eben, so Zeugs ist irgendwie noch funny. Und eben, es ist stört, es ist präsent, aber ich als Autoleihe jetzt zum Beispiel, mich interessiert nicht, ob jetzt da jemand Audi vorfährt oder nicht. Von dem her finde ich es okay. Ja. Wenn aber nachher dann so rumfiguriert und nachher dann die ganze Zeit das Gola in der Hand hast. Ja, dann ist es schon irgendwann... Genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das habe ich gerade das letzte Mal wieder in einem... Ich glaube...
Auch ein Marvel-Film, irgendetwas Web, wo Nein, es ist scheinbar... jetzt wirklich, gerade diese Woche habe ich Aha. irgendetwas geschaut, wo ich halt auch müssen sagen, ja, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Hey, gibt's, gell? Gibt's? Also weißt du, es war irgendein Getränk gewesen, dann hat er Flasche auf den Tisch gestellt und wenn du nicht gewusst hättest und nur den Ausschnitt genommen hättest, hättest du können sagen, ja, das ist Werbung gewesen. Das ist einfach eine Werbung, die irgendwo gelaufen ist, weil es ist so Ja. prominent angestellt worden, so genau mit dem Logo, direkt die Kamera vor der Kamera. Und ich muss sagen, ja, also ich meine, ist ja nice, dass ihr einen Sponsor habt, aber kann man es bitte ein bisschen subtiler machen? Ja, aber das ist wirklich, eben, das finde ich dann auch blöd. Ja. Ja. So, Ja, sorry, jetzt habe ich... Ich gehe mal weiter. Genau. Zu den Filmszenen, die einem geblieben sind. Mir ist zum Beispiel bei den Sherlock Holmes-Filmen mit dem Robert Downey Jr. geblieben, wie er sich vor einem Kampf den Kopf zerbricht, wenn er woher schlägt und was die Folgen davon werden sind. Wie das umgesetzt worden ist, hat mich extrem geil gedunkt. Und eine andere Szene, die mir geblieben ist wegen dem Zusammenspiel von Film und Musik bei der Last Samurai, die Vorbereitung vom letzten Kampf. Die Red Warrior-Szene. Für die Szene habe ich einfach zu wenig Haut für all die Hühnerhaut, die ich hätte dann. Ja. Kann ich voll unterschreiben. Ja. Ich finde das richtig geil dort bei Sherlock Holmes. Ja. Das ist für mich das Aushängeschild dort gewesen. Ja, das habe ich mich immer gefreut bei diesen Filmen. Vor allem die Vorbereitung geht immer so etwa 5 Minuten. Und nachher dann eine Kampfszene machst du da und fertig. Genau, so 3 Sekunden so. Ah ja. Ja, aber ich meine, das ist eine Art und Weise, wie du den Kampf kannst erzählen, ohne dass nachher dann, auch wenn es viele Filmschnitte gibt, nachher dann irgendwie nicht rauskommst, was abgeht. Ja, voll. Das gleiches Beispiel wäre gerade der nächste Film, The Last Samurai, wo er dort auch ganz fast am Schluss gegen die eigentlich überfallen wird in der Stadt. Und dort kämpft er ja auch schnell gegen die 4 anderen. Und du kommst überhaupt nicht raus, was abgeht, aber sie setzen nachher alles so Slow Motion hin, damit du kannst schauen, was ist denn überhaupt passiert. Also eigentlich gerade das Gegenteil, was ich auch mega cool finde. By the way, Last Samurai, etwas, was ich mir auf die Liste gepackt habe, wo ich wieder schauen will. Ich habe diese Woche einen Clip gesehen davon. Und da habe ich gedacht, oh, ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Das ist so eine der letzten Szenen, wo der Tom Cruise beim japanischen Kaiser ist und ihm eigentlich sagt, dass dieser jetzt gestorben ist und so und ihm das Schwert übergibt. Und dort habe ich gedacht, boah, das ist so nicht, wieso habe ich den so lange nicht mehr geschaut? Das ist so ein guter Film. Ich habe ihn extra nicht auf die Liste genommen, weil ich ihn diesen Monat wieder geschaut. Ah, was? Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich schaue den mindestens 2-3 Mal pro Jahr. Ich weiß nicht warum. Okay. Also ich weiß, welche Szene, ich weiß, was sie dort sagen und überhaupt. Und, tatsächlich, bei meinen Hausaufgaben kommt eine solche Stelle, also ich habe etwa 20 gefühlt, aber ich muss mich ein bisschen mässigen. Aha, Genau. Also, aber es gibt sicher 1 oder 2 Szenen, die extrem rausstechen. Ich könnte auch 20 verschiedene aufzählen, tatsächlich. Aber ich habe einfach so 2 genommen, die ich muss sagen, aber die einzige, die ich das letzte Mal erzählt habe, Gladiator. Und die andere, die erzähle ich dann nachher. Aber so, wo ich muss sagen, das sind so die 2 grössten Szenen, wo ich einfach, ja. Ja, genau. PS, ich habe Young Sherlock und Spider-Noir in meinen Ferien. Finde beides richtig gut, muss ich sagen. Einfach, falls euch ein Backlog noch nicht genug lang wäre. Sherlock hat meiner Meinung nach eine Wendung drin, die ich nicht gesehen habe. Würde mich interessieren, ob die beiden euch eine Kritik standhalten würden. Spider-Noir bin ich am Schauen tatsächlich. Das ist der mit dem Nicolas Cage, oder? Ja. Da habe ich aber noch nicht gesehen. Und ja, auch Young Sherlock noch nicht. Ich bin ehrlich, ich habe angefangen zu schauen. Es ist mega interessant, aber ich bin immer so kaputt gewesen, dass ich eingeschlafen bin. Oh, wow. Darum, ich muss noch mal anfangen zu schauen. Aber also die erste Folge habe ich durchgeschaut und es ist wirklich cool. Ja, vor allem, ich finde es halt auch geil bei Spider-Noir, dass du 2 verschiedene Methoden hast zum Schauen.
entweder in schwarz-weiß oder in farbig. Das finde ich mega cool. Das habe ich gar nicht gewusst, muss ich mal schauen. In dem Fall. Ja, du wirst es dann sehen. Für uns ist es ein bisschen mühsam, finde ich. Aber Ja, okay. ja. Weiter so und Cheerio. Genau. Ey, Plätsch, merci vielmals. Danke vielmals. Danke. Die Retourkutsche kommt dann. He? Für den Roman. Also, wir haben tatsächlich, ich muss sagen, die Kommentare, die jetzt reingekommen sind, haben es alle recht in sich. Oh, das ist cool. Also, es sind recht lange Kommentare, aber ich feiere es. Ich finde es mega gut. So, soll ich gerade den nächsten machen? Der kurz oder der normal? Nein, ich nehme zuerst den, den ich per Discord bekommen habe, wo ich nachher mit dieser Person telefoniert habe. Und dann muss ich sagen, du, ist gut. Und zwar habe ich von meinem Schwager eine Nachricht bekommen. Der hat auch wieder irgendwie einen halben Roman geschrieben. Erstens hat er gesagt, super Folge. Er hat die vorletzte Folge leider müssen wegen dem Spoiler abbrechen, weil er selber gerade noch an The Boys und Invincible da ist. Guter Mann. Aber er lässt sie wahrscheinlich dann noch fertig, wenn er auch durch ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile durch ist. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt zuerst seine Hausaufgabe. Er hat geschrieben, es ist wirklich keine einfache Entscheidung, aber die Szene, die ich erwähnt habe bei Gladiator, gehört definitiv auch dazu. Er findet aber jetzt zum Beispiel, und ich finde es mega, ich muss ihm das heute sagen, ich sehe ihn heute, ich zahle ihm gerade das Trinken im Kino. Bei Herr der Ringe, die 2 Türme, wo der Gandalf mit der Reiter von Rohan bei Helms Klamm auftaucht und in die Schlacht reitet. Dort die Musik, der Moment, einfach alles so absolut episch. Ja, gut. Das stimmt, das absolut. Da hat er recht. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben, weil ich muss unbedingt dann bei etwas, wo wir heute besprechen, etwas loswerden. Okay. Und da dazu kommt, ich weiss, also ich kann es auch schon sagen, die ganze Szenerie dort von Schlacht um Helms Klamm, das war einfach aus meiner Sicht die beste Schlacht gewesen, die sie je gemacht haben. Ja. Weil Game of Thrones gibt es auch so eine Schlacht und so. Und du siehst einfach nichts. Weil es einfach so dunkel ist und das haben sich viel aufgeregt. Auch schon heutige Sachen, eben, ich werde dann noch etwas erwähnen später, wo mich alles so dunkel dünkt hat, du siehst nichts und es hat viele Kinoszenen, wo es einfach alles immer so dunkel ist, du hast keine Ahnung, was passiert. Und in Helms Klamm, das ist einfach... ich weiß nicht, ich könnte den Film eigentlich nur schauen wegen denen, was sind das, 20 Minuten? Aber irgendwie vorkommen wie eine Stunde. Ja, glaube etwa. Obwohl der Film geht etwa 3 Stunden, also es kann sein, dass es eine Stunde geht. Also. Genau. Was geschieht denn da draußen? Genau. Oh, ich liebe... super, jetzt weiss ich, was ich morgen schaue. Und sein zweiter respektive dritter Moment, weil er sich nicht entscheiden kann, sei bei Braveheart, beim Andy, wo er geköpft wird. Und alle in anfleht, Gnade walten zu lassen, wo er die Luft holt und nur Freiheit ruft. Ja. Den habe ich... wenn wir jetzt schon von geredet haben, dass wir ihn lange nicht mehr gesehen haben, den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Stimmt, ja. Hat auch geile Musik. Ja, voll. Geile Musik. James Horner, Leute. James Horner. Ja. Der ist episch gewesen, der Typ. Es gibt sicher noch andere, die ihm einfallen, wo man als sogenannte Honorable Mentions Danke, ich kann es einfach nicht aussprechen. er ist aber mal auf die 2 von uns gespannt und auch die von den anderen Zuhörern. Danke für euren Podcast. Macht weiter so. Jedes Mal wieder eine Freude, euch 2 zu hören. Ab und an sogar mit Gänsehautmomenten. Blackjacks Maximus-Interpretation. Wow.
war schon geil gewesen. Ja, schon. Also, Aber ich ha jetzt die Hausaufgabe vorhergezogen, weil er hat eigentlich noch etwas anderes geschrieben. Er hat noch etwas zum Nachdenken für uns. Oder allgemein für unsere Serien-Junkies, Film-Junkies. Okay, ich nehme das aber jetzt. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade unterbreche. Ich nehme das. Und dann machen wir das zur nächsten Hausaufgabe. ich habe Angst. Nein, es ist etwas Gutes. Es ist etwas Gutes. Ja, genau. Und nachher bin ich wieder irgendwie 5 Stunden dran, weil ich so viele Ich auch, Ideen aber habe. ja, nein, das ist aber wirklich ein gutes Ding. Den nehme ich gerade als Ding. Er hat aber noch eine Empfehlung für dich, falls du das noch nicht gesehen hast oder vielleicht nicht kennst. Ich weiß es nicht. Für ihn ist es absolutes Highlight, was Animes angeht, The Vision of Escaflowne und der Film Spriggan. Ist ein Anime von 1998. Oder auch die Miniserie von 2022 und natürlich Cowboy Bebop. Auch eine absolute Empfehlung. Dort habe ich die Live-Action-Serie, die rausgekommen ist auf Netflix vor ein paar Jahren, habe ich geschaut. Schick mir den auch noch Text. interessant gewesen. Okay, Schick mir den Ich Abschnitt. schicke dir den Text da. Merci, weil Spriggan, da sagt mir irgendetwas. Okay, dann muss ich sagen, gar nichts. Und zudem, zu dieser Empfehlung, die ich dir ja letztes Mal gesagt habe, wo du hast ja gesagt, du hast Falling Skies ja geschaut. Mhm. Meint er auch, sei absolut auch von ihm empfehlenswert. Colony. Das, was ich dir ja eben gesagt habe, wenn du das eine gut gefunden hast, würde ich das andere vielleicht auch mal schauen. Genau. Geil. Yes. Das war der grosse Kommentar, den wir durchgegangen sind. Dann nehme ich den nächsten noch von YouTube, wenn ich gerade dort bin. Ja, nimmst du den vom Langival. Vom Langival, ja. Unser allseits beliebter Ich gebe einen Kommentarival ab. Danke für die tolle Folge, sehr interessant gewesen und haben wir gut unterhalten gefühlt. Würde es noch feiern, wenn es ein Letterboxd-Profil hättet, wo ihr eure Filme könntet locken und bewerten. Da hat man ein bisschen ein Biblio, wo man sich wo man so ein bisschen sieht, wo man schauen könnte, fände ich noch nice. Wäre ja fetzig, wenn wir jetzt gerade so eine Webseite hätten, zufällig, oder? Wäre schon crazy. Richtig. Weißt du was? Ich schicke das jetzt nachher im Parzenfall Das ist so super. direkt. Das ist super. Nee, also wir haben jetzt die Seite, wo du gerne kannst nachschauen. Und dann schreibt der Ulen Silmarillion Take, müssen wir noch dran arbeiten. Da geht da was. Hey, hör auf, es ist. Ich bin leider immer noch nicht fertig. Es ist immer wieder etwas dazwischen gekommen. Oder ich mag mich teilweise einfach nicht konzentrieren, was dort alles passiert. Und für dich, Blackjack, Guild Wars, bin ich dabei, wenn wir mal zusammen WoW-HC spielen. Ich habe WoW-HC gespielt, ich habe einen Charakter gemacht, der hat geheißen irgendetwas mit Die Parzival oder Sterbival. Bin gestorben und habe HC wieder deinstalliert. Also ich habe es gespielt. Wie sieht es jetzt mit dir aus, Parzi? Er hat aber gesagt, zusammen. Er ist gleichzeitig auf dem Server online gewesen. Grüß gehen raus an die bärtigen Hosts. Wir lieben euch. Grüßli Parzival, AK Fanival, AK Kommentarival. Kommentierval hat er geschrieben. Und PS Shutter Island Plot Reveal kommt mir gerade in den Sinn. Hat mir recht gekittet. Aber es gibt Hunderte. Tatsächlich, ich glaube, Shutter Island wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir das hören. Und am Party, merci viel mal. Okay. Bin ich gespannt, was da noch vorkommt. Ich habe darum die anderen Kommentare gelesen, darum weiss ich es. Aha, okay. Gut. Ja, dann mache ich gerade weiter. Und zwar auf Spotify haben wir auch noch Kommentare bekommen. Yes. Und zwar von einem Herr, ich finde das ein bisschen frech, weil
der hat sich jetzt irgendwie für einen Monat die Sommerpause begeben und schreibt als allererstes einfach mal so, habe ich Sommerpause gehört? Und lieber Renegade, nein, wir machen keine Sommerpause. Ja. Ja, also so nicht. Wir gehen nicht solo-mässig Arvidare jetzt spielen, so wie Ja, du. wirklich. Weißt du, wir machen das miteinander. Genau. Wir machen das miteinander. Wir gehen nicht einfach allein. Nein, er hat geschrieben, Clarksons Farm haben wir wegen unserem Podcast etwa vor 1,5 Jahren angefangen zu schauen. Mal an einem Abend in die erste Folge gestartet, zusammen mit der Freundin. Naja, was soll ich sagen? Inzwischen sind wir anfangs Staffel 5 und gerade bei unseren Ferien in Schottland haben wir oft uns an den an Gerald mit den Steinmauern, an Charlie und Lisa bei Hofläden erinnert oder an Alan und Jeremy, wenn es an einem Ort die teuren Bretter hatte, die aber doppelt so viel gekostet haben zum Terrassen machen wie im Restaurant. Weil sie extra noch gesandet sind, damit man nicht rutscht. Ja. Perfekt. Also gut. Und dann hat er leider das Zeichenlimit erreicht, darum Part 2 oder eigentlich ja Part 3. Und zwar von der Hausaufgabe. Erstens, die Opening-Szene von Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, was ich jetzt sagen, das ist auch recht geil. habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das war auch recht heftig gewesen, ja. Also das ist glaube ich, dort, wo einer aussteigt und dann fährt der Zug weg und dann stehen sie das dritte hoch am Hauptprotagonist gegenüber und er spielt das erste Mal die Melodie. Ah, okay. Wenn es das ist. Okay. Ich muss auch wieder mal schauen, das ist schon ewig lang her, als ich das letzte gesehen habe. Oder auch die Duellszene auf dem Friedhof bei The Good, The Bad and The Ugly. Das ist Sergio Leone, Ennio Morricone, das ist einfach so. It works. Ja. It works. Ja, das fühle ich sehr. Das war wirklich auch grandios gewesen, ja. Vor allem, ich finde es geil, dort habe ich noch Fernsehen geschaut. Und dann bin ich auch mal so ein bisschen rumgezappt und habe irgendwie auf Star TV, das ist etwas, was ich nie schaue. Also, du weißt, wie weit ich durchgezappt habe, damit ich dort hingekommen bin. Die haben eine Dokumentation gezeigt über Ennio Morricone. Okay. Und genau zwischen dieser Diskussion, wo der Sergio Leone ist zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, ich mache einen neuen Film, ich will das Gleiche, wie du gemacht hast, Spiel mir das Lied vom Tod. Und der Ennio Morricone hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich mache nicht zweimal das Gleiche, das ist langweilig. Ist dann aber gleich gegangen und hat etwas anderes gemacht. Das ist so gut. Solche Leute fehlen. Also es gibt schon ein paar. Schon. Genau. Ja, das war tatsächlich schon sein Kommentar gewesen. Also, yes. Und dann haben wir noch einen. Vom Zart Simple. Das ist der, der mich zuspammt mit... Soll ich den machen? Weil du hast ja nachher noch einen. Ah ja, nachher noch 2, stimmt. Genau. deine 3 Minuten Sprachnachricht. Ja, eine Kurzfassung. Yes. Also genau, aber der Ullen hat schon gesagt, auf Spotify haben wir noch vom Search Simple einen Kommentar bekommen. Und zwar, die Folge war faszinierend. Ich habe es jetzt extra probiert, wieder Spock zu sagen. Die Hausaufgabe, die Andy von Inception und Shutter Island. Dann Poltergeist 1, also der Film aus 1982, wo das Mädchen den Fernseher berührt, und die Szene aus Poltergeist 2 von 86, wo der Priester seine Gemeinde opfert. Ja, sind krasse Szenen. Sind das nicht Szenen, wo ich will sagen, Alter, da komme ich die ganze Zeit Gänsehaut über oder wird fast emotional. Aber gut, okay, das Ende von Inception und Shutter Island, die vielleicht schon. Ja, die aber sind... die von Poltergeist, das sind eher so Szenen, wo man muss sagen, what the heck? Aber ja. Also Scheiße, Poltergeist. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der erste habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, so einer der ersten Horrorfilme, den ich dann damals geschaut habe. Ja gut, du hast gerade mit dem Richtigen angefangen. Das ist gut. Polterdi. Genau. Dann hat er
auch noch eine Frage zu uns, und zwar bevorzugt ihr eher die alten Mortal Kombat-Filme und Hellblade-Teil oder die neuen? Hellblade kann ich jetzt nicht einmal sagen. Ich glaube, ich habe keinen von denen gesehen, muss ich echt sagen. Mortal Kombat. Also, es ist wie immer, finde ich, mit diesen alten Filmen. Damals krass. Heute. So ein bisschen, haben ein bisschen Tatsächlich, viel von ihrem Zauber abgegeben. genau. Also es gibt Filme, die können heute noch funktionieren, aber viele machen es eben leider nicht, wenn du sie wieder schaust. Ja. Viele machen es Und nicht. Da, unpopular opinion, geht wieder von mir. Ich weiss, der Ullen steht jetzt wieder auf und geht. Muss ich leider auch Star Wars reinnehmen, ganz ehrlich. Die Welche? alten Star Wars, die alten Star Wars-Filme, die ganz alten. Muss ich halt einfach, vor allem, jedes Mal kommt mir das in den Sinn, wenn ich an das denke. Der Yoda zum Beispiel. Ist halt einfach, klar, haben du halt nicht so viele CGI-Möglichkeiten überhaupt gehabt. Und das ist nicht so einfach gewesen. Aber wenn ich die alten Star Wars-Filme heute schaue, ich laufe den kalten Rücken ab, wenn ich die Yoda-Puppe sehe dort und so, wo so also völlig abstrus aussieht, wenn du es so vergleichst mit den neueren Teilen, weißt Ja, gut. Ja, aber ja, das ist ja. aber genau das, wo ich sage, die alten Filme verlieren durch das halt immer wieder sehr viel von ihrem Zauber von damals. Das ist so, wie mit den Games, wenn du die rosa-rote Brille anschaust, so denkst, Need for Speed Underground damals, hey, es ist hure geil. Und dann Das spürst du wirst 10 Minuten. wirst du heute mal starten und denkst, Kollege, wie haben wir das damals können spielen? Ja, Weißt? das ist so. Also, ich verstehe dich, aber es gibt auch gewisse. Nein, nicht. Nein, es gibt gewisse. Also, ich gebe auch recht. Also, ich finde es. Wobei ich musste sagen, ich habe die animierte Version vom Yoda habe ich hässlicher gefunden als die Puppe. Das ist meine Opinion. Wobei die hässlichste Version ist die in der dunklen Bedrohung in der ersten Fassung. Dort war sie wirklich lausig, rotzig. Die vom 5. und vom 6. Film, die finde ich okay, das ist ein 900-jähriger alter Burst. Also, dass der ein bisschen scheiter aussieht, ja. Aber Ja, ich weiss, was du aber- meinst. Aber tatsächlich, das ist mein unpopular Opinion, es gibt auch viele alte Zauber, die heute noch funktioniert. Absolut. Und ich werde dann wieder auf etwas kommen. Ja, ich sage nein, über den einen Film, den wir heute werden diskutieren, hat mich so kaputt gemacht. Aber item. Ja. Ja, Genau. zum Abschluss von seinem Kommentar. Polstergeist ist zu empfehlen. Es ist nicht Horror, sondern mehr Drama. Das ist jetzt Ansichtssache, habe ich das Gefühl. Ja. Aber alle 3 Filme einfach Legende. Danke, Jungs. Ja. Hey, danke, Simpel. Danke, Mega Simpel. lieb. Ich glaube, ich muss mal Mortal Kombat Filme schauen. Ich habe keinen einzigen von denen gesehen. Also, aber die alten sind halt, wenn du heute schaust, recht cringe. Muss ich echt sagen. Ja. Und ich komme nachher zu einer Serie, wo ein Schauspieler drin vorgekommen ist, wo ich jetzt gerade in den letzten Tagen herausgefunden habe, dass also der ist in der Serie vorgekommen, in der einen, die ich dann erzähle. Und dann in der nächsten Staffel nicht mehr. Und der ist tatsächlich gestorben. Und der ist in den alten Mortal Kombat Filmen auch vorgekommen. Der hat mitgespielt. Ich glaube, ich weiss, welchen. Ist es Mortal Kombat oder Super Street Fighter? In Super Street Fighter ist aber noch einer vorgekommen, das war eigentlich seine letzte grosse Rolle gewesen. Und der einzige Grund, scheinbar, warum die Leute wirklich den Film schauen und warum sie ihn einigermaßen okay gefunden haben, ist wegen dem Schauspieler gewesen. Weil er einfach alles gegeben hat. Nein, also sein letztes Projekt war die Serie, wo ich am Schauen bin. Und das ist eine Serie, die es nicht gerade mega neu ist, aber wo ich habe sie auch schon diskutiert. Und dort, dort hat er mitgespielt und ist jetzt gut. im Das ist Alter dann von von 75 frisch. gestorben.
Okay, Also, gut, dann. letztes Jahr im Dezember Ja, nein, dann ist es 25 nicht ist er der, glaube gestorben. ich. Dann ist es nicht der gewesen. Excuse. Alles gut. So, dann habe ich noch 2 Ja. Nachrichten bekommen privat. Danke hier an meine Familie, dass sie mich so tatkräftig unterstützen. Und 3 bis 4-minütige Sprachnachrichten machen. Der slightly Unterton hat man jetzt gar nicht bemerkt. Nein, ich finde es wirklich cool. Weil ich weiss, dass meine Mami und meine Brüder, die hören wirklich jede Folge. Mhm. Hören die durch. Und genau, ich fange eigentlich an mit dem von meiner Mami. Hoi Mami. Hi Sie hat Mutti. ihre 2 Szenen, die mega rausstehen, finde ich mega schön, weil der eine Film hat sie dank mir entdeckt. Und das ist der 13. Krieger. Das Ja. Wikingergebet am Schluss. Oh, ja, stimmt. Das ist recht Voll. episch. Ein Schiff, sie haben keine Chance mehr. Nachher tun es alle, egal von welcher, also eigentlich, wie soll ich sagen, Herkunft oder kultureller Unterschied, sie tun das Gebet beten. Und das ist wirklich mega geil. Das ist wirklich eine mega epische Szene. Und der zweite Take, den sie hatte, ist von Last Samurai. Der kommt ein bisschen häufiger. Mhm. Und zwar ist das die Szene, wo er das erste Mal gegen. Also er ist dort in seinem Dorf und geht eigentlich das erste Mal raus und kämpft dann das erste Mal mit so einem Holzkatana gegen den einen Samurai. Gegen den Typ. Ah, ja. Also ja. wo es verpisst und alles. Und er steht jedes verfluchte Mal wieder auf. Ja. Also bis er wirklich nicht mehr kann. Und das ist. Also ich komme dort auch Gänsehaut über. Gut, ich komme dort im ganzen Film Gänsehaut über, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, diesen Take habe ich eigentlich auch gehabt. Darum kann ich den eigentlich gut auf die Seite tun. Danke Mami fürs Abnehmen. So, und dann kommen wir noch zu meinem Bruder. Und zwar, ich fange mit einem an, das kenne ich nicht. Der andere kann ich auch mit ihm teilen. Ja, wir merken, wir haben viele Filme geschaut. Mein Bruder hat einen völlig komischen Guest genommen, und zwar der Film Contact mit der Jodie Foster. Genau. Und zwar gibt es dort eine Szene, die hat er erzählt, wo ihr Vater, wo sie als Kind ist, einen Herzinfarkt hat. Sie nachher die Stege aufläuft und zum Badzimmer läuft, damit sie dort den Badzimmerkasten aufmachen kann. Und gefilmt ist die Szene eigentlich so eher frontal, aber es sieht irgendwie so aus, als hätte die das aus dem Spiegel rausgefilmt. Und plötzlich dreht sich, es ist mega schwierig zu erklären, ihr könnt gerne auf YouTube eingeben, Contact Mirror Scene, und ich habe sie auch geschaut und ich habe mir sagen, das ist faszinierend. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und die Szene ist meinem Bruder so lange geblieben, weil er weiss nicht, wie lange gesucht hat oder probiert hat herauszufinden, wie haben die verfluchte Szene gedreht. Weil das so geil ist, so einen schönen Übergang, einen so schönen Fluss. Das ist natürlich auch mal etwas mega Spannendes. Ja, Halt nicht voll. wirklich so ein Gefühl, sondern wie haben die das gemacht. Und der andere Guest, wo er gesagt hat, den ich auch immer wieder habe, ist von einem Film, da habe ich mit viel zu vielen jungen Jahren habe ich den geschaut. Und zwar Independence Day. Und zwar das erste Mal, wo das Raumschiff erscheint, wo es aus den Wolken rauskommt. Die Musik ist geil, Practical und Special Effects sind geil. Er hat gesagt, und auch ich mag mich noch wirklich erinnern, das erste Mal, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, was ist das Geiles? Ja, ey, Und ich fühle mich jetzt gerade wieder. Ich habe den Film so manchmal gesehen, aber jetzt, wo du sagst, so das erste Mal, wo du es gesehen hast, es kommt mir gerade wieder alles in den Kopf. Oh, ich komme jetzt gerade ganz über, das schudert mich gerade. Vor allem, wie das dort aus dieser Wolken rauskommt. Ja. Es ist so schade, ist der zweite Film so schlecht. Es tut mir leid. Also ich finde ihn extrem schlecht. Er hat schon ein bisschen leider etwas, ja. Ja, also ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein Film, den hätte man sein können. Ja, absolut. Das ist genau. okay. Der hat gepasst. Das ist so eine One-Man-Show, also respektive, das ist ein Selbstläufer. Den hätte man nicht nochmal ausgraben müssen. Ja. Der wäre so perfekt gewesen. Ja. Vor allem eben solche Szenen. Ja, voll. Und
Ja, that's it. Ich finde es gerade, ist mir jetzt gerade etwas in den Sinn gekommen, von wegen eben so hat es nicht etwas Neues gebraucht. Ich habe diese Woche, oder ist es letzte Woche gewesen, ich weiß nicht mehr, habe ich gelesen, dass sie anscheinend einen weiteren Top Gun machen. Mhm. Und dort habe ich auch müssen sagen, muss das sein? Weil ich sage, der zweite war gut gewesen. Der zweite ist jetzt, der ist so lange her, also der erste ist so lange her, dass man einen zweiten hätte können machen. Man hätte Pete Mitchell noch mal zeigen, noch mal können zeigen, dass er immer noch gut ist und das kann und alles. Aber braucht es jetzt 3 Jahre später schon wieder einen? Nein, so eigentlich meiner Meinung nach nicht. Ich finde noch, wie du es sagst, ich finde es cool, so wirklich so nach x Jahren das nochmal aufzunehmen. Was machen sie jetzt? Sie haben eigentlich immer noch die gleichen Thematiken, weil, sind wir ehrlich, der zweite Streifen ist eigentlich 1:1 fast das gleiche gewesen wie das 1. Ja, natürlich. Also, aber das war auch das Ziel gewesen, das hat er ja mehr oder weniger gesagt. Und sie haben auch, weißt, es hat von der Story auch ein Stück weit Sinn gemacht mit dem Sohn von diesem und allem drum und dran. Auch natürlich schön gewesen, den Val Kilmer nochmals gesehen das letzte Mal. Ja. Das hat noch alles irgendwo durch den Sinn, das hast du erklären. Wenn ich jetzt das zweite Teil gerade im Kopf habe, frage ich mich halt, ja, also wie wollen wir das jetzt weiterspinnen? Genau. Weißt du? Ja, es ist so. Es ist mega doof. Wenn sie wieder irgendetwas aus der Nase ziehen und das kommt dann meistens aber nicht gut. Nein, oder selten gut. Selten, ja. Selten, ja. Genau, und dann haben wir noch unsere Hausaufgaben. Hey, ja. Du hast eine von deinen Szenen schon erzählt. Genau, das habe ich das letzte Mal den Gladiator gemacht. Ja, genau. Und zwar, mir kommt die Szene ganz oft in den Kopf, vor allem wenn ich am Heimfahren bin. Im Geschäft, das ist etwas. Lass mich raten. Fast and the Furious. Nein, überhaupt nicht. Weitestgehend weg. Ja, nur gedacht wegen dem Heimfahren. Oder Death Race vielleicht. Nein, das auch nicht. Und zwar vom Film Shot Caller. Da habe ich mal geschaut und es geht von einem Typ, der besoffen Auto gefahren ist und jemanden überfahren hat, also getötet hat, muss er in den Knast. Das ist mit dem Dude, der Jamie Lannister spielt. Das ist der Jünger, oder? Ja. Und der fährt dann nachher davon überleben in diesem Knast drin. Und schließt sich auch halt Banden an und kämpft sich langsam auf in eine gewisse Position und kommt irgendwann wieder raus. Und der damalige Boss von dort, also das Oberhaupt, das im Knast drin ist, sagt ihm, du gehst die und die Aufgabe machen. Wenn nicht, wir wissen, wo dein Kind und deine Frau wohnt. Und er geht nachher so weit, dass er eigentlich etwas macht, damit er wieder in den Knast kommt, um diesen eigentlich kaputt zu machen. Ja, und es gibt einen Moment, wo er, das ist völlig unscheinbar, fährt er auf dem Highway, hat storret ans Fenster unten und du siehst einfach nur, wie er die Hand raushebt und wie ein kleiner Bub den Wind genießt. So unter dem Motto, das ist das letzte Mal, dass ich wirklich Freiheit spüre. Und das gibt mir so eine Gänsehaut. Und ich verwünsche mich heute immer wieder, dass ich, wenn es schön, also ich eigentlich meistens mit einem offenen Fenster fahre und zwischendurch immer das mache, wie so ein Kind, das mit dem Wind spielt. Das ist mir so geblieben. Und die Szene geht nur etwa 5 Sekunden. Aber du weißt genau, warum er es macht. Das ist so gut. Du hast einfach auch immer wieder mal das Gefühl beim Heimfahren. Das Mal, dass ich nein. frei bin. Nein, tatsächlich nicht. Sag einfach etwas. Du hast meine Nummer. Lüg mir an, wenn ich dich rausholen muss. Nein, es geht nicht um das. Es geht eigentlich auch so ein bisschen darum, manchmal hast du so Scheisstage, oder so etwas irgendwie einfach fehlt. So ein bisschen, wenn du wirklich irgendwie das Gefühl hast, hey, Scheiße, heute war der dümmste Tag, was es war. Und die einzige kleine Freiheit, die du schnell hast,
also logisch, bis du daheim bist oder am Morgen, wenn du ins Geschäft fährst, ist einfach so mal ein bisschen etwas Kindliches machen. Eben, Mhm. Hand raus mit dem Wind spielen. Mhm. Das ist verdammt deep, ich weiss. Ja. Ich habe jetzt hier gedacht, dass sind wir dann wirklich bei Fast and the Furious. So, die einzige Zeit, wo ich frei bin, sind die 10 Sekunden. Aber ja, Family is strong. Ja, genau. Aber es ist nicht Family. stärker, wenn ein Scharfschützengewehr, wie wir gelernt haben. Genau. Nein, fühle ich voll. Ja. Ist ein Punkt, warum ich auch so gerne Auto fahre. Weil ich einfach kann sein. Genau. Dass Einfach wieder mal ein sein. Velofahrer vor mir ist. Ja. Also ich habe das vor allem auch gemerkt, so während Corona-Zeiten, wo eigentlich wirklich daheim im Homeoffice warst, wo das wirklich auch aufgekommen ist. Weil für mich war das immer so gewesen, das Hinfahren und das Zurückfahren ist zu dem Moment, wo ich abkapsle. Jetzt bin ich fertig mit dem Arbeiten. Ja. Das hast du dann nicht gehabt. Kann ich nachvollziehen, ja. Ich fühle mich daheim wohl. So Nein, aber ich weiss, was du meinst. Das habe ich früher, als ich noch ins Büro gegangen bin, habe ich das auch so ein bisschen gehabt. Ich habe Leute, und ich kann das auch heute noch nicht verstehen, wie Leute immer nur an die Arbeit denken können. Ja, immer nur Arbeit. Für mich ist es immer, und es hat am Anfang auch ein bisschen eine Übung gebraucht, als ich ins Homeoffice gekommen bin. Mhm. Aber für mich ist es auch immer so gewesen, wenn ich aus dem Büro rausgegangen bin, dann bin ich aus dem Büro gegangen. Ja. Bin ich ins Auto eingestiegen, bin heimgefahren. Ich habe auf dem Handy, ich habe eine einzige App auf meinem Handy, wo, wenn etwas ist, weiss der Chef, dass er mir dort schreiben kann. Yep. Das ist unsere Kommunikations-App. Mein Chef hat meine Telefonnummer. Wenn irgendetwas brennt und ich muss einspringen, dann bin ich erreichbar. Yep. Ich habe keine Mails vom Geschäft drauf. Meine Mails sind auf meinem Laptop. Und der Laptop läuft normalerweise am Wochenende nicht. Oder wenn ich Ferien habe, läuft er nicht. Und ich habe einfach, manchmal die Leute, vielleicht bin das ich, aber ich verstehe das nicht, die haben E-Mails, alles, es ist Sonntagmittag oder Sonntagnachmittag, jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt hat dieser geschrieben, dass das Backup hat nicht funktioniert. So what eigentlich? Dann hat es am Montag auch nicht funktioniert. Warum muss ich das am Sonntagnachmittag wissen? Also, weißt du, so Sachen, I don't know. Ich finde es krass, weil das ist momentan etwas, ich habe das früher auch viel gemacht. Und ich mache das immer weniger. Das hat auch irgendwie von mir das gesehen mit dem Erwachsenwerden zu tun. Einfach ein bisschen mehr an dich denken. Eben nicht komplett alles weg, aber im Normalfall eben am Wochenende, ja, dann geht man das Backup nicht oder geht man das nicht. Das ist mir eigentlich dann Wurst. Ja, ist absolut so. Das ist deine Zeit, die dir nachher fehlt, oder? Genau. Und da kannst du auch 10'000 Stutz bekommen, die 2, 3, 4 Stunden, die du investierst, die sind einfach weg. Ja. Das hat Value, nicht wie viel Geld das du am Schluss im Portemonnaie hast. Das ist nice, wenn du Geld im Portemonnaie hast, aber... Absolut. Bis dann auch wieder Steuern zahlen, aber ich zahle nicht so viel zum Glück. Ich wohne am richtigen Ort. So sagen. Kommt mir immer wieder ein Satz in Sinn, den mir mal ein älterer Mann gesagt hat. So alt bin das Geld kommt... Hä? Aha. Nein, nicht du. Das Geld kommt nicht an deine Beerdigung. Ja, absolut. Das ist ja so. Genau. Ausser der Sarg, den du zahlst. Wenn du einen willst. Ja. Genau. Ja, in dem Fall muss ich jetzt meine Hausaufgabe auch noch. Also ich habe das letzte Mal schon gesagt, eine Szene ist Gladiator. Yes. Wo sie im Ring stehen und der Imperator nachher runterkommt und der Maximus eigentlich aufdeckt, hey, ich bin's dann. Die Szene, wo ich sogar mittlerweile, würde ich fast sagen, nur ist ein bisschen höher werte, aber wirklich nur so bei einem Promille. Und nur schon, wenn ich wieder daran denke, es läuft mir gerade kalt der Rücken ab. Weil, seit ich die das erste Mal sehe, kann ich die nicht schauen, ohne dass mir fast das Tränchen über die Wangen runterläuft. Ist bei Herr der Ringe 3, bei der Krönung von Aragorn. Yes. Wo sie so mega demütig sich zuerst verbeugen und dann nachher, hey,
Ja, Ich habe es gerade wieder Es so, nimmt meine mich fast, Freunde, ja. ihr verneigt euch vor niemandem und dann verneigt sich einfach ganz Gondor. Alles Das ist Minas so Tirith, einfach geil. alle verneigen sich vor den Hobbits und ich muss sagen, ey, fucking hell. Wie kannst du so eine Szene, es ist so eine kleine Szene, sie geht so kurz, aber ist etwas vom, ich habe richtig Gänsehaut, wirklich, voll. Die haben ein paar sättige geile Szenen. Das ist gleich wie, ähnlich finde ich auch cool, auch im dritten Film, wo der Gimli zum Legolas sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich sterbe, side by side bei einem Elf. Ja. Und nachher ihm der Legolas sagt, wie wäre es mit Seite an Seite mit einem Freund. Ja. Und der Gimli so, ja, das kann ich. Ja. Ich muss ein Nasstüchchen holen jetzt. Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach das die Wertschätzung von einem Volk, das sich sonst so zurückhält, so versteckt eigentlich nicht, wo gesehen werden. Und all die grossen Völker nachher so eine Wertschätzung für die 4 Dudes, die dort stehen, anbieten. Da muss ich einfach sagen, das ist... Da kann ich immer gerade einen Kloß im Hals haben. Da wird es mir gerade wieder kalt. Und das ist einfach so das Tüpfchen auf dem I, wenn ich Leuten sage, das ist etwas vom Besten, was jemals gemacht worden ist, die 3 Filme. Yes. Jetzt habe ich schon gedacht, muss ich ein Nasstüchchen bringen, oder? Nein. Ich bin mir nur sehr am Überlegen, ob ich der nächste... Also ich hätte eine, die ist aber relativ heftig. Ich bin mir ernsthaft am Überlegen, die nur zu erzählen für die wirklich wollen. Ich mach's so. Also, Okay. für die es gerne möchten wissen, die sollen mir schreiben. Weil ich finde, das ist ein sehr heikles Thema. Aber die Szene, ich kann sie sagen, woher sie ist. Sie ist aus The Mentalist, die Folge 18 der Staffel 3. The Red Mile heisst die Folge. Und das ist eine Folge, die ist so unterschätzt, die hat von mir aus gesehen fast einen Oscar verdient, weil die passt einfach so perfekt. Okay. Aber es hat halt mit einem Thema zu tun, das relativ heftig ist. Okay. Für die schauen wollen, die können es gerne schauen, eben der Red Mile. Es gibt genau die exakte Szene, die könnt ihr auf YouTube eingeben, könnt ihr selber schauen. Und wenn ihr Fragen habt, wirklich schreibt es mir. Ich werde die hier nicht erzählen, weil das würde jetzt, ich merke gerade, das kommt mir jetzt schon der Kloß rauf. Ich glaube, ich lasse es ein. Das ist besser. Okay. Das ist voll okay, das ist voll okay. Genau. Aber ich muss das einfach nachschauen, weil ich habe The Mentalist nie gesehen. Nie geschaut, nichts. Ja. Darum, ich will mir das sicher nachschauen später. Ja. Genau. Was ich sonst kann nehmen ist, das ist eher so eine Szene, die verfolgt mich auch bis heute. Finde ich aber tendenziell weniger schlimm. Gut, wobei ich und zwar kommt die von Soldat James Ryan. Wieso habe ich gewusst? Jetzt vorhin, wo du sorry, wenn ich gerade unterbreche, wo du gesagt hast, du weißt nicht, ob du das erzählen sollst, weil es ist eine recht heftige, ist mir einfach Soldat James Ryan in den Sinn gekommen. Und ich weiss nicht, warum. Ich glaube, der hat uns einfach geprägt, weil das irgendwie... Ich weiss nicht, das war so der erste Kriegsfilm, wo mich... Ich glaube, vielleicht liegt es auch im Alter. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen geschaut, weil ich ein bisschen zu jung war. Aber der hat so Bilder drin, die mir einfach geblieben sind. Ja. Die ersten 10 Minuten. Wirklich der Ansturm an die Normandie. Dort hat es Sachen drin. Zum Beispiel dort, wo er einfach so kurz einen Aussetzer hat und einfach am Strand noch schaut. Und eines der Gröbsten ist halt einfach der eine Soldat, der so rumschaut und plötzlich merkst du, er hat keinen Arm mehr und dann nimmt er seinen Arm vom Boden auf und läuft weiter. Und du so, Alter, was passiert? Ja. Und der ganze Film hat solche Szenen drin. Auch die mich irgendwie auch mega mitgenommen hat, ist dort, wo ihr Arzt verletzt wird und sie nachher den Arzt flicken oder probieren zu flicken.
und der Arzt selber muss mithelfen, sich selber zu flicken. Ja, das ist auch ganz krass. Das, Absolut. also der ganze Film, das ist einfach nur Gänsehaut und Scheiße und überhaupt. Und habe ich jetzt dich zum Brüllen gebracht, oder was? Nein, mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen. Oh Gott. Ein Interview, sorry. Oh, fuck. Oh je. Ich erzähle es nachher. Okay, ja, gut, ich bin eigentlich fertig. Also Ja, okay, grundsätzlich, der ganze Film von James Ryan ist eigentlich ein Gänsehauterlebnis. Weil ich finde, das ist der erste Film, wo ich gesehen habe, wo so extrem war mit der Gewalt oder auch der Gewalt, was die Menschen sich einander antun. Egal ob jetzt Amerikaner oder Deutsche, sind beide nicht sauber gewesen, was dort abgegangen ist. Absolut, absolut. Ein grandioser Film. Aber er erinnert mich gerade an ein Interview, das ich letzte Woche gesehen habe mit Matt Damon. Er hat ja mitgespielt. Ja, aber er war ja der Private Ryan gewesen. Und zwar ist er in diesem Interview gefragt worden, ob das eigentlich Absicht sei, dass in fast jedem Film, wo er eine tragende Rolle spielt, er eigentlich immer den Weg nach Heinig findet. Oder es gibt anscheinend wirklich so einen Meme-Zusammenschnitt, irgendetwas von all diesen Filmen, wo der Matt Damon mitgespielt hat, wo er den Weg nach Hause sucht. Ach Gott! Soldat James Ryan, Odyssey, der Marsianer, also Mark Watney, weißt du, wo er auf dem Mars ist. Stimmt! Interstellar ist er auch, hat er auch den Weg heimgesucht, ist ja auch gestrandet gewesen. Es gibt so viele Filme, wo er einfach den Weg heim nicht findet, wo er gestrandet ist. Ich finde das aber so cool, eben, dass es so Filme oder Schauspieler gibt, die einfach so in ein... Völlig ungewollt. Genau, so in ein Ding reinbraucht, wie der Sean Bean, der einfach in jedem Film einfach stirbt. Ja. Oder fast in jedem Film. Ja, es ist wirklich, also... Darum, wo du gesagt hast, ja, aber das Soldat James, und dann ist mir sicher, ja, nein, ja. Er will ja eigentlich heim, oder er will ja eigentlich heim, ja. Er wollte nicht, aber er sollte. Ah, so gut, so gut. Ja, das sind meine so. Ja, ich habe keine mehr. Ich glaube, wir können eigentlich mal zum eigentlichen Content von dem Podcast kommen. Ja, voll. So nach 1,5 Stunden. Oh, ja, voll. Ja, ich glaube, wir haben heute nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5 Serien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme. 7 Filme und 5 Serien. Ich habe Gas gegeben im Monat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme und 2 Serien. Okay, ich muss sagen, 4,5 Serien. 4,5. Ja, vielleicht kannst du sagen sogar 4, weil das einzige auch nur eine kurze war. Anyway. Oh mein. Aber wenn wir es vorher besprochen haben, kurz, wir fangen einfach mit der Serie an. Fangen wir mit der Serie an, das ist okay, ja. Genau. Da darfst du anfangen. Dann fange ich an. Und zwar habe ich letzten Monat als erstes Dutton Ranch geschaut. Mhm. Das ist eine Spin-off-Serie von Yellowstone. Ich habe ja das letzte Mal schon von einer Serie geredet, von den Marshalls, wo auch ein Spin-off ist. Da ist es um einen Sohn von John Dutton gegangen, um einen Casey. Bei Dutton Ranch geht es jetzt eigentlich um die Tochter von John Dutton. Und zwar nicht nur um sie, auch um ihren Mann. Der ist früher auf der Ranch ist er Vorarbeiter gewesen, also eigentlich so der Chef nach dem Chef. Und die zwei haben dann geheiratet in Yellowstone. Sorry für den Spoiler, aber wenn ihr es bis jetzt nicht geschaut habt. Ja, anyway. Wir haben nur manchmal darüber erzählt. Das ist länger her als 30 Tage. Genau. Und das sind meiner Meinung nach weitgehend sehr also die interessantesten Charakter gewesen, die sie überhaupt etwas machen können und daraus ein Spin-off machen, weil die haben nachher die haben dann unter anderem auch die Ranch verkauft und haben gesagt, hey,
wir wollen das Leben zwar weiterführen, aber wir gehen an einen anderen Ort hin. Ja. Und um das geht es jetzt eigentlich unter anderem mit dieser Serie bei Dutton Ranch. Sie sind, ich glaube, Texas war es, sie sind dort hingegangen. Sie haben ja eigentlich so einen Bub, der auch schon in der Yellowstone vorgekommen ist. Also ja, der hat nicht mehr wirklich eine Mutter gehabt, die ist drogenabhängig. Ich weiß nicht, ob sie sogar gestorben ist bei Yellowstone in der Serie. Und sie haben dann eigentlich so den ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, weil unter anderem sie, die Beth, hat sich ein bisschen hat im Bub ein Stück von ihr gesehen, aber auch viel von ihrem Mann, vom Rip, weil der eigentlich genau gleich zu dieser Ranch gekommen ist, also als dann mal Findelkind. Und bei Dutton Ranch geht es eigentlich so darum, wenn sie so ein bisschen probieren, jetzt eine Familie zu sein, unter anderem. Sie haben auch wieder einen Ranch, wo sie anfangen wollen, wo sie gekauft haben, wo sie dann probieren, etwas zu starten. Dann gibt es natürlich, wie es halt so ist, die typischen Yellowstone-Vibes. Gibt es wieder irgendwie Probleme mit denen. Da hat wieder irgendeiner zu viel Geld und meint, da können sie alles machen und leidet in einen Stein weg und so. Und dann passiert hier, stirbt da wieder einer und dann flippen wieder alle aus. Und es hat einen sehr krassen Yellowstone-Vibe. Also viel mehr als Marshalls, obwohl Marshalls ja eigentlich immer noch am gleichen Ort spielt tatsächlich. Aber Dutton Ranch ist, ich finde es ein super Spin-off. Es kann wirklich was Gutes werden. Ich bin gespannt, wenn das Staffel 2 kommt. Auch Bilder wieder. Yellowstone hat Montana gezeigt, wie geil das ist. Dutton Ranch fährt einfach mit gleich schönen Bildern weiter, auch wenn es halt nicht mehr Montana ist. Der einzige Negativpunkt, den ich aufschreiben musste, ist, dass es mir manchmal wegen dem Bub, der ist jetzt halt mittlerweile auch so ein bisschen Teenager, oder ich weiß nicht genau, wie alt das er in der Serie ist. Vielleicht hat zu viel Teenage-Drama. Oh je. Es ist gut verpackt, im Sinne von, es geht immer noch ein bisschen ums Rancherleben und so, und er tut sich ein bisschen schwer mit. Er will eigentlich lieber Ranger sein und nicht in die Schule, weil er das bisher gar nicht so wirklich kennt. Und so, ja, und da kommen halt auch mal so ein bisschen Frauengeschichten ins Spiel und dann hier und da, und dann merkt man plötzlich noch, das ist die Tochter von dem. Und Entschuldigung. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, ich weiss, es gehört dazu jetzt zu dieser Geschichte, aber ja. Nichtsdestotrotz, also die Serie kommt von mir als 5 von 5 über. Wie gesagt, ich bin halt einfach ein riesen Yellowstone-Fan. Und Dutton Ranch führt das weiter mit einer anderen Geschichte, mit einem anderen Ort. Also volle Punktzahl bis jetzt. Finde ich richtig, richtig nice. Ja. Nice. Sehr cool. Yes. Ja. Kannst du weiter? Soll ich einfach noch eine? Okay. Ja, du hast ja 5, ich habe 2. Ja. Also da komme ich mit der, wo tatsächlich eben nur die Hälfte ist, wo die halb ist. Und zwar habe ich endlich den inoffiziellen zweiten Teil von Staffel 8 von The Rookie geschaut. Yep. Weil ich habe ich glaube, es war vor 2 Folgen oder so, habe ich gedacht, es ist alles draussen, habe schauen. Und dann ist es plötzlich fertig gewesen, und ich so, holy, was für einen Cliffhanger haben sie da jetzt gebracht? Das ist ja also nichts abgeschlossen gewesen. Bis ich dann gemerkt habe, Kollege, da kommen noch irgendwie 6, 7 Folgen oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie viel. Kenne ich, ja. Auf jeden Fall ist es jetzt fertig. Die Staffel 8, finde ich gut. Muss aber sagen, meine Bewertung hat sich nicht gross geändert. Es fühlt sich immer noch zu sehr nach Wiederholung von schon Passiertem an. Wenn ich in den vorherigen Dingen schon gesagt habe, es sind so, und schon wieder haben wir den gleichen Bösewicht, und schon wieder kommt der vor, und schon wieder passiert das, und schon wieder müssen das, und schon wieder müssen das. Es ist so. Ja, wenn es sich dann irgendwann wiederholt, ist der echt. Ja. Ich glaube, es kommt eine Staffel noch. Das ist nachher die letzte. Ich glaube, Staffel 9 ist nachher die letzte, habe ich gemeint. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, weil
in der Staffel 8, und ich erzähle es jetzt so, dass es wirklich kein Spoiler ist, aber in der Staffel 8 stirbt oder wird ein Charakter entfernt. Er stirbt schlussendlich, der Charakter. Ich sage jetzt nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und das ist ja völlig einfach meine Meinung, aber der Charakter hat mich die ganze Zeit schon enorm genervt, irgendwie seit 3 Staffeln. Einfach müssen sagen, ach Mann. Aber nicht der ein Polizist, der Smitty heisst er, glaube ich. Den finde ich geil. Lisa einfach noch. Das Mitte ist so, wenn ich das Mitte sehe, denke ich immer an Gerald. Ja. Lisa hat eben auch gesagt, der Smitty, der macht super. irgendwie gar nichts, der ist einfach dort. Genau. Und macht seinen Scheiß und dann geht er wieder. Ja. Wieder mal ein Auto geklaut, dann ja. Nein, das nicht das Mitte, nein. Es ist wirklich ein Charakter, der hat mich einfach irgendwann von nerven. Immer mehr und mehr und mehr. Und der Charakter ist jetzt in der letzten Folge entfernt worden. Okay. Und das finde ich gut und ich bin gespannt, ob das vielleicht zu einer etwas besseren letzten Staffel führt. Darum kommt die Staffel tatsächlich nur 3 von 5 Sternen über von mir. Also das war nicht so wirklich gut. Ja, dann oh, jetzt. Wir hätten ja eigentlich gesagt, wir ranten nicht mehr. Oder wir sollten nicht. Aber holy crap. Ich habe 1 Stern gegeben. Und ich habe 1 Folge geschaut. Oh. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe einen Instagram-Post bekommen, wo gesagt, hey, du hast gerne Lost und so Zeug. Dann musst du unbedingt Terra Nova schauen. Das ist eine Serie aus dem Jahr 2011. Und ich dachte, ja, komm, hast du nichts zu verlieren. Dann gehst du mal schauen, das ist irgendwie eine Staffel. Dann geht jede Folge irgendwie etwa 1,5 Stunden, wo ich mir schon dachte, und da habe ich die angefangen zu schauen. Also die Grundidee ist eigentlich, die Menschheit ist so am Ende, die Luft ist verträgt, alles ist scheiße, dass sie eigentlich wie ein Zeitportal machen und die Leute ins Dinosaurier-Zeitalter zurückschicken. Finde ich eigentlich noch eine coole Idee. Es spielt einer mit, wie heisst der bei Avatar immer der Böse spielt. Der, ach Gott. Das ist der ein sehr markantes Gesicht hat. Der Stephen Lang. Er spielt immer so Militärsoldaten oder irgendwie schon etwas. Und da habe ich eigentlich gedacht, komm, kann ja nicht so schlecht sein, wenn der mitspielt. Hey, aber sorry. Storytelling ist völlig für den Arsch. Irgendwie die Charakter sind komplett unsympathisch. Aber es macht irgendwie so keinen Sinn. Er ist Polizist, hat eine Frau und hat 2 Kinder. Respektive er hat ein drittes, das er aber muss verstecken muss, weil sie nur 2 Kinder haben dürfen, wo du zuerst mal fragst, warum zur Hölle haben die 3 Kinder, wenn es verboten ist. Nachher kommt er nicht einmal wegen dem kommt er in den Knast, weil er holt dann irgendeinen anderen Polizist, kommt dann irgendwie für weiss ich wie viele Jahre in die Kiste. Und seine Frau wird dann eigentlich aufgefordert, in die Zeit zurückzureisen, also eigentlich durchs Portal durchzugehen. Und sie will natürlich nicht allein gehen und sie besucht dann nachher in einem, also auch schon dort, die Special Effects sind Rotz. Entschuldigung. Und dann geht sie ihn im Knast besuchen und gibt ihm irgendwie so einen Lasercutter. Dann kommt er irgendwie aus dem Hochsicherheitsgefängnis raus, du hast keine Ahnung wie. Irgendjemand findet er einen Rucksack, wo er auflöpft, das wäre keine Ahnung. Es wäre dort ein Schlafsack drin, also 4 Kilo. Was sie aber dort drinnen rumtragen, das ist von 2011, ich nehme jetzt kein Blatt vors Mund, sie haben dort ihr Kind drin, das irgendwie wahrscheinlich etwa 30 Kilo ist und sie löpfen das als wäre es ein Handgepäckstück. Und was mich auch aufregt ist, du bist nachher dort vor dem Eingang und alle sagen immer, ja, wann kommt der Vater, wann kommt der Vater, wann kommt der Vater? Und alle sagen immer, ja, er kommt schon. Kaum sind sie durch das Loch durch, ist der Sohn nachher mega angepisst, weil der Vater sie allein gelassen hat. Der ist aber der am meisten rumgeschaut hat, ob der Vater kommt oder nicht. Also die Story wirklich völlig für den Arsch. Und sie hat nachher das Gefühl, ja, jetzt sind sie da. Sie müssen ja mit keiner Konsequenzen rechnen. Völlig wirr. Also,
Und als ich nachher den ersten Dino gesehen habe, habe ich gesagt, nein. Der hat richtig schlecht ausgesehen. Sogar von 2011. Sorry. Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich weiss, ich muss sagen, ich habe die Serie besser in Erinnerung, als sie du jetzt erzählst. Ich habe sie geschaut und ich habe sie. Ich meine, ich mag mich erinnern, dass sie nicht so gut gestartet hat, ja. Aber sie ist besser geworden. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber es ist halt. Ich glaube, die haben damals nicht so wirklich das Budget gehabt. Darum halt auch die Dinosaurier und so, wie es halt ausgesehen haben, ja. Aber also ich habe sie trotzdem nicht so schlecht gefunden. Ja, aber wenn ich es vergleiche mit Falling Skies, wo auch 2011 rausgekommen ist, also die haben geilere Special Effects gehabt. Ja, haben das gleiche Budget gehabt. Weiss es nicht. Immer aufs Budget aus. Weiss es nicht. Alien, wenn ich mich so richtig entsinne, so zu dieser Zeit ist halt wirklich so ein bisschen die Alien-Zeit gewesen. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Budget bekommen haben, als so eine Dinosaurier-Serie. Ja, absolut. Aber grundsätzlich, also gut, es war ja auch Science Fiction eigentlich am Anfang. Aber wirklich, mir hat das alles irgendwie so aufgeregt, mir hat das nur genervt, die Leute haben mich genervt, und ich gesagt, nein, also von mir keine Empfehlung. Okay. Krass. Okay. Oh, Scheiße. Das hat mich jetzt genervt. Ich muss ja sagen, es ist schon sehr lange her, als ich sie gesehen habe. Das ist wirklich sehr, sehr lang her. Ja, aber 2011, gell, die ist heute schon wieder 15 Jahre alt. Also eben, ich meine, einen gewissen Okay-Effekt hätte ich schon noch gehabt, aber irgendwie, es hat so allgemein nicht gestimmt am Anfang und so. Ja. Hey, auch als geil. One Star. Gibt's absolut, ja. Völlig legitim. So, dann übergebe ich dir wieder. Ich habe ganz unerwartet, ich habe gar nicht gewusst, dass eine neue Staffel schon kommt. Ich habe From Staffel 4 geschaut. Mhm. Das ist ja, man könnte vielleicht sagen Horrorserie, aber ja, vielleicht ein bisschen Horror drin. Das ist die Serie, wo du schaust und denkst, das könnte Stephen King geschrieben haben. Ist aber anscheinend nicht so. Aber Staffel 4 wieder eine wirklich sehr gute Staffel gewesen. Vor allem auch, es wird endlich noch ein bisschen tiefer nach den Gründen gesucht. Warum ist der Ort so? Warum passiert das an dem Ort alles so? Man hat davon, es hat alles ein bisschen zu dem geführt, was vorher passiert ist. Also es ist vorher schon irgendwann mal so, ab der zweiten, dritten Staffel schon, hat sich die Richtung ein bisschen geändert im Sinne von, aber warum ist das eigentlich so hier? Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber warum ist der Ort so? Warum passiert das? Warum das? Und warum sind die hier? Und so weiter und so fort. Und das verdichtet sich jetzt immer mehr und mehr. Es wird immer ein bisschen konkreter. Ja. Und führt aber halt auch dazu, dass man so ein bisschen merkt, es führt alles so ein bisschen auf ein Ende hinzu. Also es geht alles ein bisschen aufs Ende rein. Also, okay. Ich weiss nicht, wie viele Staffeln sie geplant haben oder wie viele noch kommen, I don't know. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so in 2 Staffeln das dann fertig ist. Aber das finde ich irgendwie auch cool, wenn du so gegen ein Ende hinzugehst. Aber nach 4 Staffeln, das ist schon viel. Ja, absolut. Und ich fände es jetzt auch nicht schlimm. Ich sage, wenn sie sagen, hey, jetzt in der nächsten Staffel finden wir raus, was das alles auf sich hat hier. Und in der letzten Staffel bekämpfen wir das dann effektiv und besiegen es dann vielleicht oder wie auch immer, löse ich das ganze Zeug. Dann ist das für mich eine absolut gute Serie, die mit 6 Staffeln top erzählt worden ist. Braucht nicht mehr, braucht nicht weniger. Es klingt aber eigentlich nach einer Serie, die ich eigentlich auch schauen müsste. Das ist so. Ich glaube, die würde dir vielleicht auch noch gefallen. Sie hat manchmal so ein bisschen Parts, wo man sagen, ja, ist ein bisschen lang gezogen, aber es hat jede Staffel irgendwo durch. Das aber ist es so, ja. Ich finde die Schauspieler gut, aber der eine, der auch bei
Der hat bei Der hat auch bei Lost Lost mitgemacht. mitgespielt, Ja. der hat aber auch bei Walking Dead und so mitgespielt, der hat eine Hauptrolle. Nicht bei Walking Dead, der hat Z-Nation, hat er, glaube ich, mitgespielt. Das ist, glaube Oder, ja, ich, so. Z-Nation. Ja, Z-Nation, genau. Z-Nation, voll. Ja, richtig. Hast recht. Und zwar ist das der Harold Perrineau. Genau. Bei Matrix hat er bei auch gespielt, also Matrix Reloaded. Ja, muss man schnell sagen. Mhm. Da war er halt noch ganz jung gewesen. Er hat den Link gespielt. Einer von denen, wo auf der Nebuchadnezzar stationiert war. Ja, stimmt. Genau. Der hat auch genau. gespielt. Ja. Aber ich glaube, mal. Er ist alle an den Bildschirmen gehockt. Genau, richtig, ja, das- genau. Left drück. Operator. Genau. Oh, Genau. geil. Der spielt dort mit. Ja, aber eine super Serie. Wer ein bisschen Stephen King mag, sei es Film oder auch vor allem Bücher, definitiv eine Empfehlung, da mal reinzuschauen. Das ist genau so ein bisschen der Vibe. Mhm. Absolut. Also ein bisschen das Mysteriöse. Man rätselt selber immer ein bisschen mit. Was hat es überhaupt mit dem auf sich? Warum sind die so? Und was ist dort genau? Und es ist wirklich recht gut gemacht, recht interessant bleibt es doch. Ja. Yes, that's Nice. it. Weiter. Jetzt Hast du darfst du noch gerade noch einmal. Aha, darf ich noch eine? Dann komme ich zu einem kompletten Turn. The wrong turn. Nein, nicht der Wrong Turn. Ich habe die 9. Staffel von einer sagenumwobenen, absolut crazy Serie geschaut, und zwar von Rick and Morty. Die sind schon bei Staffel 9. Die sind bei Staffel 9. Es kommt vielleicht alle 2 Jahre mal so eine Staffel raus oder so, oder alle Jahre. Aber die sind schon bei Staffel 9. Krass. Wieder 10 Folgen rausgekommen. Also meine Notizen sind sehr beschränkt. Ich habe eigentlich nur drin geschrieben, ich brauche hier nicht viel zu sagen. Und ich bin erstaunt. Und das ist wirklich etwas, was mich an dieser Serie so fasziniert, weil sie es immer wieder anbekommen, irgendwelche interessante Stories für Folge rauszukrämeln. Es kommt mir irgendwie immer wieder etwas in den Sinn. Ich meine, es ist ein kleiner Spoiler. Also wer jetzt schnell nicht gespoilert werden für Staffel 9, lass es schnell 2 Minuten oder 3 Minuten weg. Aber eine Folge zum Beispiel geht es darum, dass es gibt ja in dem ganzen Rick and Morty-Universum gibt es ja mehrere, also es ist ja das Multiversum. Mit sehr vielen Ricks, mit sehr vielen Mortys. Und in einer Folge stirbt der Morty und der Rick am Anfang, recht früh am Anfang. Und in dieser Folge geht es aber eigentlich darum, dass alle anderen nachher aus diesen Multiversen dort ankommen und eigentlich jedes Mal, wenn ein Morty und ein Rick stirbt, gibt es eine grosse Aufraumaktion. Da kommen alle an und können ein bisschen mitnehmen, was die übrig gelassen haben noch. Und dann gehen sie wieder. Eigentlich wie so ein Flohmarkt, kannst du sagen. So Es wird nicht verkauft, aber es wird alles zusammengesammelt. Ah, der hat noch das. Ah, cool, das habe ich auch noch nicht. Ja, das nehme ich auch noch mit. Einfach weil die 2 brauchen es ja nicht mehr. Weißt du? Und aus dem machen sie nachher eine riesige Geschichte. Einfach du schon auf die Idee kommen erstens. Und dann machen sie eine riesige Geschichte um einen Morty wegen dem. Weil dann gemerkt, ihr macht das immer. Du hast keine persönliche, du hast ja keinen Junior Portal Gun. Ein Junior Portal Gun? Es ist ich finde das Mysterium auch irgendwie und es geht ja immer so das Gerücht um der wahre Rick und der wahre Morty. Ja. Das ist auch, ich glaube, das ist etwas, das ist immer noch nicht gelöst. Ob jetzt das die ist. Und vor allem, du weißt nicht, wenn du in einer Folge schaust du immer den gleichen Rick and Morty zu. Genau, das ist es aber. Genau, so fängt die Staffel, also nicht die Folge, fängt aber genau so an. Du siehst die 2 und denkst, okay, jetzt fängt es dann irgendwie an, dann verrecke ich die. Und dann merkst du eigentlich, es ist eigentlich gar nicht um die 2 gegangen, es geht eigentlich um ganz anderes. Es ist so kaputt. Gut. Aber ich sage es mal so, weil Multiversum finde ich ist mega schwierig zum Handeln und zum Managen. Aber in dieser Fassung hat das bis jetzt immer funktioniert, wenn man eigentlich gerade hingegangen ist und gesagt hat, hey, look, es ist einfach alles möglich. Alles. Ja,
voll. Das finde ich cool. Nein, es ist richtig witzig gewesen. Und das ist eine von den wenigen Serien, wo ich einfach, wenn ich anfange, kann ich nicht aufhören. Wenn die Folgen durchs Band nichts miteinander zu tun haben, wenn Ja. ich Rick and Morty schaue, muss ich sie fertig schauen. Und ich kann sich halt wirklich irgendwie, glaube was habe ich gebraucht? 3 Abende vielleicht. Ja, die gehen ja nur irgendwie so 20 Minuten, Ja, aber oder? ich glaube, 2 Abende sind es gewesen, wenn überhaupt. Vielleicht habe ich am Mittag mal nur eine geschaut, oder so, beim Mittagessen oder so. Mm. Aber dann bin ich wieder fertig gewesen. Und ich bin völlig zufrieden damit. Ist okay. Braucht nicht mehr. Bitte Ich nächstes Jahr muss ja wieder wieder mal zusammen. nachschauen. Hey, absolut zu empfehlen. Wirklich. Das ist richtig gut. Richtig gut. Sehen wir wieder nur die nachher irgendwie nehmen, gehen Wein holen. Und jedes Mal, wenn sie wieder zurückkommen, machen die anderen so einen Evolutionsfortschritt. Aha, Und sagen immer, ja, der Morty kommt wieder und den müssen wir unbedingt Ja. wegratzen. Und plötzlich haben sie keine Ahnung was. Und es ist so, Völlig es sind einfach durch. die Ideen. Ja, ist immer wieder gut. Ja, hast du noch eine? genau. Ich habe noch eine, die habe ich eigentlich schon letzten Monat angefangen. Bin aber wegen einer Folge nicht fertig geworden. Ich dachte, komm, ich nehme die auf die Seite fürs nächste Mal. Und zwar habe ich aus Mangel an Beweisen habe ich geschaut. Das ist eine Serie mit dem Jake Gyllenhaal. Ich muss, glaube ich, nicht mehr sagen. Und zwar ist das eine Buchverfilmung, wo es darum geht, dass was ist das, Staatsanwältin umgebracht wird. Und nachher von der Jake Gyllenhaal, er ist dann dort der Hauptprotagonist, er ist eigentlich ihr Partner gewesen, also einfach Arbeitspartner, und wird dann nachher so wie herausgesondert, dass er den Fall lösen sollte. Also respektive, dass er den Fall übernehmen soll. Und je länger, je mehr dass der Fall geht, desto kaputter wird die Geschichte. Irgendwann kommt dann aus, er hat ein Geschleif mit der gehabt. Seine Frau und seine Kinder sind völlig gegen ihn. Und es sieht immer wie mehr aus, dass sich die Schlinge immer mehr zuzieht um sein Haus und es wird immer heftiger für ihn. Und er hat immer wie weniger Chancen, dort rauszukommen. Aber eben aus Grund von Mangel aus Beweisen kann man je nachdem nie etwas nachvollziehen. Also es ist mega spannend gemacht. Sicherlich Empfehlung zum Schauen. Es hat einen Part, wo mir nicht so gefällt, und das ist eigentlich so ein bisschen die Nebenstory von seiner Frau. Die finde ich jetzt persönlich nicht so interessant. Die hätte man noch weglassen, hätte man vielleicht auch eine Folge weniger machen können. Finde ich auch jetzt nicht unbedingt plotrelevant. Vielleicht ein bisschen, aber nicht schlimm. Ja, Genau. ja. Aber es gibt einen geilen Plot-Twist am Schluss. Und tatsächlich, eben, es gibt immer wieder verschiedene Leute, die ins Spiel kommen, die könnten der Mörder sein. Aber tatsächlich, der Schluss kommt ganz anders, als du denkst. Okay. Obwohl, ich muss sagen, ich hatte das auch schon im Kopf gehabt, aber habe es dann eher wieder verworfen. Also ich finde, ich habe es geil gefunden. Ja. Ich habe es gerade schnell nachgeschaut, da bin ich jetzt ganz kurz, dass es ein bisschen abgelenkt war, weil der Titel hat mir etwas gesagt und ich sehe gerade, es hat einen Film gegeben mit dem Harrison Ford, mit einem ganz jungen Harrison Ford, by the way. Ja, ich glaube, der ist schon mal Genau, der ist schon mal gemacht worden. Hat es einen Film gegeben, aus Mangel an Beweisen, ja, genau. Okay, ja, ich glaube, das ist glaube ich, das Gleiche gewesen. Ja, das geht der Harrison Ford. Ja. Ja. Also ich habe meine Serien durch. Du hast ich habe noch eine. Und zwar, ich habe schon mal darüber geredet und ich habe da die 3. Staffel jetzt geschaut, und zwar von The Man in the High Castle. Und ich bin jetzt auch gerade dran, die 4. Staffel zu schauen. Ich probiere das eigentlich jetzt dran zu bleiben und fertig zu machen. Die 3. Staffel habe ich tatsächlich nicht so gut gefunden. Irgendwie. Es war okay gewesen, aber irgendwie, wo die fertig war, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, es ist irgendwie gar nicht wirklich viel passiert. Es sind Sachen passiert, aber
trotzdem eigentlich irgendwie so nichts wirklich. Wo ich muss sagen, wow, okay, das ist jetzt krass. Und was auch noch passiert ist, eigentlich geht es um eine Hauptprotagonistin, also die ist immer so ein bisschen die Hauptrolle. Es gibt mehrere, aber sie ist so wirklich so, könnte man sagen, die tragende Rolle. Nichtsdestotrotz hat sich mein Interesse nach der Story von ihr wegbewegt zu der Story vom Hauptgegner. Wo mittlerweile, also für mich eigentlich fast viel interessanter ist. Das ist Was vielleicht mit ein ihm Trick. ist. Hey, ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt in der 4. Staffel dran. Es sind auch wieder Sachen passiert, wo ich muss sagen, okay, ja, das bestätigt ein bisschen, dass ich mehr Interesse an der Story von ihm habe als von ihr. Und jetzt bin ich mega gespannt im Moment, wie das überhaupt dann endet. Weil es hat, glaube ich, 5 Staffeln. Ich bin jetzt bei der 4., so glaub, über der Hälfte oder so vielleicht, ich weiß es nicht. Was ich gut gefunden habe, der 3. Staffel, es kommt endlich ein bisschen mehr Sci-Fi in die Geschichte. Weil es geht ja auch so um Parallelwelt und so. Und aber das findet ja eigentlich, also die Geschichte wird ja eigentlich in einer Parallelwelt, kannst du sagen, in einer alternativen Welt erzählt, wo ja eben Nazis und Japaner eigentlich USA aufgeteilt haben unter sich. Yep. Damals haben verloren dort. Und das habe ich das letzte Mal so gesagt und es hat mir schon Sorgen gemacht, aber im Sinne von der Serie, ich finde es krass, wenn meine Sympathie, Ja, was die gesagt, Serie betrifft, für die aus unserer Sicht falsche Seite mehr oder steigt im Gegensatz zu der, die man eigentlich so gut finden. Weil die Japaner machen Sachen, die man halt eigentlich von diesen würde kennen. Heißt aber nicht, dass die anderen gut sind. Spannend. Wäre spannend. Und da habe ich halt wieder 2-3 Mal gedacht, ich tue mich mega schwer, irgendwie die japanische Seite gut zu finden, weil eigentlich bist halt so. Und, ja, es ist schwierig zu erklären. Schwierig, ja. Ich meine, das heisst jetzt nicht, dass ich Sympathie in der echten Welt für die rechte Seite habe. Absolut nicht. Aber was die Serie angeht, jeder, der die schaut, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn ich die Serie schaue, muss ich halt einfach sagen, hey, die anderen sind eigentlich fast noch viel schlimmer, so was sie dort machen in dieser Serie. Genau, also so unter dem Motto, du hast eigentlich 2 Auswahl, aber das eine ist weniger schlimmere Übel. Ja, genau. Ja. Du kannst sagen, hey, mit dem finde ich mich eher ab, weder mit dem anderen. Ja, absolut. Ja. Aber das ist ein mega interessantes Konzept. Ja, voll. Also jetzt vor allem Staffel 4, ich habe das Gefühl, das ist wieder besser als die jetzt Staffel 3, die ich jetzt da eigentlich jetzt letzten Monat geschaut habe. Aber da erzähle ich dann nächsten Monat mehr. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich Staffel 5 auch noch fertig schauen. Bin gespannt. Yes. Ja, das sind einfach Serien gewesen. Kommen wir zu den Filmen. Also sicher einen haben wir zusammen. Den haben wir zusammen, machen wir am Schluss. Genau. Du hast auch noch einen, der gegen Schluss willst, ne? Genau. Einfach auch wegen Spoiler. Genau, gut. Ich auch. Also ich habe auch einen, der ist relativ frisch. Genau. Sonst habe ich dann nachher noch 1, 2, 3, 4, 5 Filme. Ja, ich auch. Okay. Dann fang doch du gerade an, weil ich jetzt gerade die letzte Serie kann. Genau, da fange ich mit dem Worst Case an, also mit dem Schlimmsten, also mit dem Schlechtesten, den ich gefunden habe. The Pope's Exorcist. Ihr könnt euch vorstellen, der Russell Crowe als Exorzist. Und tatsächlich darf ich sagen, ich habe sogar in den Kommentaren geschrieben, das Beste an dem Film war mit Abstand Russell Crowe als Exorzist auf einer Vespa. What? Genau. Also der Film ist aus dem Jahr 2023. Ist leider, er hat wirklich darum 2 Sterne, nicht einen. Er hat ein paar mega coole Sachen drin, wo ich sagen muss, die Idee ist mega geil. Also vielleicht auch da schnell Spoiler, wenn ihr es nicht hören wollt.
Also nein, eigentlich ist es kein Spoiler, weil es hat keine Auswirkungen auf den Film. Mhm. Aber die Idee ist, dass sie dort, ja, es ist ein Exorzist, es geht um Dämonen, und dass sie dort eigentlich einen Dämon haben, ich sage jetzt nicht welchen, wo sich während der spanischen Inquisition in den Vatikan eingeschleust hat und die spanische Inquisition geleitet hat. Also er hat eigentlich von innen aus die spanische Inquisition angeführt und darum ist dort alles so böses Zeugs passiert. Und das ist ja wie so ein schwarzes Kapitel in dort. Und darum haben sie nachher den Dämon versiegelt. Mhm. Und eben der Russell Crowe, der kommt nachher dann, also schon beim ersten Exorzist, wo er herkommt, es ist nicht wie üblich. Ich finde es eigentlich, ja, er macht einen guten Job. Er ist easy, er ist sympathisch wie immer, der Russell Crowe. Ich mag ihn auch gerne als Schauspieler. Der Rest vom Cast ist so, ne. Und auch die Darstellung so ein bisschen weil es wird dann echt ein Bub besessen und er geht dann echt dorthin, was dort so ein bisschen alles passiert. Und das ist alles so schnell hingeschlirrt, finde ich. Es ist auch nicht Ja, gut ja. umgesetzt. Auch bös gesagt, der Dämon kommt null überzeugend über. Ich weiss, es ist ein kleiner Bub, der es spielt. Er macht es nicht schlecht, aber ja, man muss sagen, sorry, da hättest du jetzt vielleicht lieber die ältere Schwester genommen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat im Schauspielerischen. Weil es ist einfach null glaubwürdig. Okay. Null. Ah, schade. Und eigentlich hat er, also der Dämon spielt dann eigentlich auch mit den Gedanken von ihnen und du siehst dann dort ein paar Sachen, wo du musst sagen, hey, eigentlich wäre das auch noch interessant, das hättest du auch noch führen können, aber es ist dann so schnell hingeschlägt und ja, also wenn ihr wirklich Bock habt auf so ein kleiner Trash-Movie, er ist jetzt nicht miserabel, aber er ist, ja, ist okay, sehr, sehr okay. Engsten Fall, dann gebt nach dem. Aber sonst, ich habe ihn jetzt nicht so überragend gefunden. Okay, okay. Interessant. Ich habe den immer wieder mal auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ihn noch nie geschaut. Ich eben auch. Und ja, eben, es ist. Ja. Hm. Dann übergebe ich dir. Boah, ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, wo sie soll anfangen. Ich fange zuerst mit dem schlechtesten oder mit einem der schlechtesten an. Ja. Du hast das letzte Mal von dem erzählt. Ich habe mir gedacht, ich schaue ihn jetzt auch. Ich habe Scary Movie 6 geschaut. Yes. Ja, es ist halt ein Scary Movie. Mhm. Es war teilweise witzig, Mhm. hat es aber nicht gebraucht. Nein. Bin ich deiner Meinung. Und viele von diesen Witzen sind. Ich habe mich nachher gefragt, ist es einfach, weil ich älter geworden bin? Ist es einfach, weil sie so lange keinen wirklich guten Scary Movie mehr gemacht haben? Oder was ist es? Viele Witze sind so erzwungen gewesen, Ja. aber das hat ein Stück weit Scary Movie schon immer gehabt, aber es ist so wirklich so, wir müssen es den bringen, damit wir den Witz machen können. Und vor allem durchs Band immer wieder die gleichen Witze über das gleiche Thema wiederholt. Ja. Und das ist einfach. Und vor allem, ich finde halt, dort wie soll ich sagen, wie oft das so Witze gekommen sind. Ja. Du hast eigentlich praktisch keine Minute ruhig gehabt. Ja. Ich meine, Ja. im ersten und im zweiten haben wir immer wieder so einen Moment gehabt, wo es so ein bisschen normal gewirkt hat. Ja. Eben, sie sind Leute an einer Highschool, ja, sie sind dort und du hast mal ein bisschen Zeit zum Atmen. Und dort ist nachher dann, am Anfang ist es so, und dann ist es so, ja, okay, ja. Ah, schon wieder geht es um das. Ah, schon wieder ein Witz. Genau. Ah, schon wieder wegen. Ja, schon wieder wegen dem. Ja, es ist. Also ich habe wirklich einfach nie wirklich gut gefunden. Ich auch nicht, also. Ich sag mal so, aus Sympathie haben ihm 2 Sterne gegeben. Ja.
Ich bin mir tatsächlich am Überlegen, ob ich auf 1 runter soll. Ich habe ihn einfach wirklich nicht gut Ja. gefunden. Es ist, ja. Also es ist halt einfach, ja, vielleicht ist es so einfach noch nicht mehr unser Humor oder vielleicht... Aber genau, es kann natürlich auch sein. Wir sind älter geworden, das hat sich natürlich sicher auch ein bisschen geändert. Ich gebe ihm tatsächlich nur 1 Stern, ich habe mich jetzt gerade entschieden, Punkt. Ja. Ähm, Er ist auch sehr politisch. ja, mit dem habe ich weniger das Problem. Es sind also, Ja, es, wenn du Witz, ich finde, Witz über Politik sollte man machen und so vor allem viel Mhm. mehr, weil Politik Ja, ist ja. ein Witz in vielen Punkten. Aber ja, also Entschuldigung, gewisse ja, Welt hast schon da, recht, aber ja, das ist ja. jetzt nicht Thema von hier. Aber nichtsdestotrotz, es ist so. Ja, nein. Es ist einfach nicht gut, Punkt. Ja, ich werde ihn einfach vergessen. Ja. Also tatsächlich ist das so ein Film, der wird mir 0 bleiben. 0. Ja, absolut nicht. Ich meine, das einzige Coole, wenn ich etwas Cooles erwähnen ist, dass viele von den alten Charakteren, ein Yep. Doofy, ein Sydney und all die, es sind sehr viele von den alten Charakteren wiedergekommen. Aber das ist jetzt auch nur, wenn ich etwas Positives suchen muss, um Ja. über den Film zu sagen. Ja. Also, ja. Es sind auch viele Sachen, die irgendwie angeschnitten wurden sind und nachher dann einfach links liegen geblieben sind. Ja, genau, absolut. Zum Beispiel der mit, Thomas. der mit der komischen Hand und so. Ja, Das hat jetzt so nichts gebracht. ja. Ja, hat nicht sollen sein. Mhm. Ja, next. Yes. Dann kommen wir mit dem nächsten. Der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe ihn eigentlich gefeiert tatsächlich. Und zwar hat mir mein Bruder gesagt, hey, hast du schon mal den Jim Belushi als Arschloch gesehen? So einen richtigen Drecksiech. Okay. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Retroactive. Der ist aus dem Jahr 1997. Hm? Und zwar geht es darum, eine Frau, eine ehemalige Psychologin, also Polizistenpsychologin, hat eine Panne mit einem Auto und wird nachher vom Jim Belushi und seiner Frau aufgenommen in einem Auto. Und wirklich von Punkt 1 an, das erste Mal, wo der sich echt die Schnorren aufmacht. Weißt, er ist nicht viel anders, der Jim Belushi. Er schnurrt auch schon in seinen Filmen relativ viel. Und hat eine freche Schnurren. Aber dort hasst ihn richtig. Das ist ein richtig frauenverachtendes Arschloch. Er ist der Geilste, weil er das auch muss spielen. Und er macht es super gut. Er macht es super gut. Du hassest den Typ einfach von Minute 1. Und er ist völlig ein Psychopath und völlig energetisch. Und sie haben dann nachher eigentlich geht es dann so weiter, dass der Jim Belushi herausfindet, dass seine Frau ein Geschleif hat mit ihm. Und irgendwann bringt er sie um. Mhm. Und sie hinterher dreht dann nachher und sagt, hey, du kannst doch nicht einfach deine Frau verschießen. Und dann sagt er so unter dem Motto, ja scheiße, du hast mich gesehen, jetzt muss ich dich auch umlassen. Und das passiert eigentlich dann am Anfang. Du siehst eigentlich einen Wissenschaftler, der an etwas arbeitet, wo du eigentlich die Leute so eine gewisse Zeit in die Vergangenheit kannst schicken. Aber nur der, der sie zurückschickt, der weiß, was etwas passiert ist. Okay. Und dann schickt er nachher aus Versehen die Frau 20 Minuten zurück in die Vergangenheit. Und eigentlich seitdem, dass sie in diesem Auto hockt, weiss sie eigentlich, was passiert. Und tatsächlich probiert sie, das Problem zu lösen. Und jedes Mal, wenn sie wieder zurückgeschickt wird, wird es schlimmer. Am Schluss ist es ein verdammtes Chaos. Es ist einfach nur Mord und Totschlag. Es ist so schlimm. Und so eine Art. Ja, nein, der Butterfly-Effekt ist ein bisschen anders. Aber ja. Ja, also eben, sie geht eigentlich immer wieder zurück. Irgendwann findet er auch raus, was sie eigentlich macht. Und er geht dann nachher zurück. Und es ist wirklich, also ich habe den mega cool gefunden. Er ist eine Empfehlung wert. Ist ein bisschen alt, ist ein bisschen aus den Jahren. Aber das ist zum Beispiel eine Idee, die funktioniert. Mhm. Also es ist auch nicht gross irgendwie Hintergrundgeschichte oder so, aber er funktioniert wirklich super.
Und eben jedes Mal, wenn sie etwas anderes machen, wird es schlimmer. Und ich habe wirklich, ich habe es so geil gefunden. Das ist wieder mal so ein Ding. Also wirklich Empfehlung wert zum Schauen. Eben wie gesagt, ist ein bisschen veraltet. Genau. Das ist eigentlich mega interessant. So Film mag ich eigentlich manchmal noch. So, eben, was so ein bisschen mit dem Zeitkonzept und so ein bisschen spielt. Ja. Ja, Also, muss ich mal schauen. ja, und eben, es ist halt wirklich so die Idee von denen und ich finde es mega cool. Also ich finde, die Idee finde ich mega cool. Genau. Das ist der Film eben, ja, sie haben dort auch irgendwie eine Knarre anschießen mit einem Revolver etwa 15 Mal, ohne nachzuladen. Aber es war zu dieser Zeit halt so gewesen. Aber ja, Man kann man kennt sie. drüber schauen. Die nicht endenden Magazine, gell? Genau. Yes. Das machen wir Bist du künstlich. fertig in dem Fall? Ich bin fertig, ja. Aha, okay. Das hat übrigens der Plätsch noch erwähnt, wir sollen die Pause ja nicht auslassen. Ja, genau. Dann komme ich zu einem Film, der ist ein bisschen. Ich glaube, ich habe einen Clip gesehen irgendwo von dem und habe gedacht, den muss ich schauen. Und ich glaube, das war ein französischer Film, den wir dort erwähnt haben, aber das gilt für die auch. Es ist eine schwedisch-dänische Produktion. Jawohl. Und die sind manchmal so ein bisschen mehr als makaber. Speziell. Ui. Speziell. Ja. Und zwar, ich habe den Film Aniara geschaut. In diesem Film geht es darum, dass was die Menschheit im Moment macht, die Erde ist futsch. Und ein paar wenig Ausgewählte dürfen auf ein Raumschiff sich auf den Weg zum Mars machen. Ja. Wie immer bei so Filmen geht natürlich alles schief. Es geht halt wirklich einfach alles schief, was schief gehen kann. Oh Ob es jetzt Sinn macht von der Story her oder nicht, das lasse ich jetzt mal im Auge des Betrachters. Weil es ist so vorhersehbar. Ja, vor allem, ich habe irgendwie in der Hälfte vom Film habe ich genau gewusst, wie der Film wahrscheinlich wird enden. Und ich habe tatsächlich auch recht gehabt. Dann muss ich sagen, ja, hätte ich ein besser verpacken können. Es ist ein okayer Film, zum einmal schauen. Es ist kein Meisterwerk. Ich finde so ein bisschen die paar Effekte, die sie drin haben, von wegen mit dem Raumschiff und diesen Sachen, ist gut gemacht. Ist wirklich okay. Was mir am Schluss so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, der Film hat unserer Gesellschaft ein bisschen den Spiegel vor die Nase. Weil das Raumschiff ist so gebaut worden, dass eine Bevölkerung, die ihren eigenen Planet gerade kaputt gemacht hat, perfekt darauf existieren kann. Spannend. Im Sinn von, ja, wie soll ich sagen, halt, wie halt unsere Gesellschaft im Moment ist, egoistisch, nur auf sich fokussiert, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten. So ein bisschen in die Richtung, sage ich jetzt mal. Nicht, dass ich das so weiss, was Propaganda oder so, also, gibt es auch. Aber einfach so die Gesellschaft, die im Moment so existiert, auch die Schere, so von wegen Arm und Reich und so, wieder ein bisschen zeigt. Es hat einfach unserer Gesellschaft wirklich einen Spiegel vor der Nase. Das finde ich. Sorry. Ja, ist gut. Sag. Also so Snowpiercer im Weltall. Ja, nicht gerade so extrem. Snowpiercer ist noch ein Tüpfchen, was gesellschaftlich angeht, schon ein bisschen gut, extremer. Und ist ja besser gemacht. Aber ja. Ja, gut. Ja. Ich habe dem Film nur 3 Punkte gegeben, weil aber man kann ihn noch schauen. Es ist nicht so, dass es ein schlechter Film ist. Ja,
Ja, es ist einfach kein Meisterwerk, absolut nicht. Es ist so ein völliges Mittelmaß. Ja, Also, die muss es geben zwischendurch. absolut, genau. Ja. Yes. Mit was komme ich jetzt? Ja, ich komme noch mit einem, also mit zwei, die 4 Sterne haben. Dann fangen wir mit dem ersten an. Das ist ein Film, den ich mal rewatcht habe. Also, den ich jetzt rewatcht habe. Frisch geschaut, ich habe das schon mal geschaut. Und zwar The Book of Eli. Das ist der mit dem Denzel Washington, Yes. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ja. Ja, ich habe ihn noch nicht mehr. Und ich habe irgendwie letztes Mal so einen Clip gesehen von ihm. Und ich musste sagen, ich weiss ja, wie er ausgeht. Ich weiss ja, was er für eine Spezialität hat. Oder Einschränkung, wie man das mal nennen will. Und ich finde es im Fall wirklich mega interessant, wenn du die Möglichkeit hast, schau ihn mit diesem Wissen nochmal. Weil dann checkst du es, was er hat. Das finde ich mega gut gemacht. Ich finde das mega cool gemacht. Und an und für sich auch der Film, er hat eigentlich einen geilen Cast. Er hat den Denzel Washington drin, den Gary Oldman, die Mila Kunis, den Ray Stevenson. Auch die Geschichte finde ich eigentlich mega cool. Ich finde die Idee mega cool. Dass eigentlich der Gary Oldman in so einer postapokalyptischen Welt, wo sie sich gegenseitig mehr oder weniger zerfleischt haben, eigentlich nach Wissen suchen, wie sie können eine neue Zivilisation gründen können. Und was der Gary Oldman ja eigentlich sucht, ist eine Bibel. Weil er kennt die Wörter nicht, um die Leute zu leiten, aber das Buch kennt die Wörter. Ja. Das finde ich eine mega coole Idee. Und genau, und scheinbar hat der Eli eins. Und deswegen gibt es so ein bisschen Konfrontation und Verfolgungsjagd und so Zeug. Ich finde auch das Setting mega cool. Also eigentlich ein mega cooler Film. Ich weiß gar nicht, warum man sich dem 4 Sterne geben. Ja, er ist jetzt nicht mega krass, dass ich jetzt sage, hey, den schaue ich nächstes Jahr wieder. Aber er ist okay, er ist wirklich gut. Da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich meine, ich gebe 4 Sterne an einen Film, den ich gut finde. Und ich wirklich sagen, das ist ein guter Film. 5 Sterne gebe ich an etwas, wo ich muss sagen, das ist grandios. Das kann ich jedem empfehlen, das muss jeder mal schauen. Ja. Vielleicht gut, aber eben so habe ich es. Book of Eli finde ich auch gut. Und ich finde, jeder kann ihn mal schauen. Ich sage, für mich ab Stufe 5 ist das so ein Film, wo ich weiss, den schaue ich nächstes Jahr oder in einem Jahr nochmal. Also den schaue ich sicher nochmal schauen. Genau. Aber ja, ist empfehlenswert. Und ist auch kurzlebig. Ich finde Filme cool, die gerade einfach Anfang und Schluss haben. Du weißt, um was es geht. Ist abgeschlossen, fertig. Ja, absolut. Ja. Braucht manchmal gar nicht mehr. Nein. Then it's your turn. Ich arbeite mich so ein bisschen in der Bewertung auch ein bisschen auf. Es kommt zwar dann einer, der noch ein bisschen schlechter bewertet ist, aber das Side-Eye ist jetzt ein bisschen... Ja. Ist jetzt so ein Side-Eye gegeben? Also, ich glaube, ich weiß, aber tell me more. Ich habe The Mandalorian and Grogu geschaut. Im Kino? Nein, okay. Tatsächlich nicht. Der Film ist okay. Kann aber in keiner Weise mit der Serie mithalten. Das höre ich viel. Das höre ich sehr viel. Serie, also da rede ich jetzt nicht von Effekt oder so. Effekt, es ist, wo man nicht drüber reden, ist super gemacht, es sieht mega gut aus, alles tipptopp. Aber irgendwie ist in diesen 2 Stunden irgendwas, wo der Film läuft, viel passiert, aber doch nichts. Also, ich habe mich gefragt, wieso braucht es den Film? Er trägt nichts zu der Serie bei. Ja, es ist ja so. Die Serie ist für mich... Ich finde es einfach mega cool, weil ich höre von vielen Leuten das Gleiche. Der Film ist jetzt einfach für nichts.
Es ist einfach nur Cash es ist ja so, die Serie hat damit geendet, dass er beiden gut gegangen ist. Mhm. Der Grogu hat da von Mandalorian seine Mini-Rüstung bekommen. Mhm. Fertig. So. Warum braucht es jetzt einen Film, um die Serie abschließen, die abgeschlossen ist, wo dann bis auf das, dass die zwei vorkommen, nichts mit der Serie zu tun hat, wirklich. So, hä? Why? Darum, also ja. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Aber ich finde es spannend, dass wirklich, ich habe von so vielen Leuten das Gleiche gehört. So viele Leute so, ja, ist okay, aber hat es nicht gebraucht. Ja. Ich habe ihm jetzt 3, aber es ist so völliges Mittelmaß, ich habe ihm 3 von 5 Punkten gegeben. Aber der Effekt und so ist gut. Ich meine, ich mag den Mandalorian, das ist ein cooler Charakter an und für sich. Er ist auch von Pedro Pascal gut gespielt. Wenn er dann mal auch wirklich in einer Szene vorkommt, weil wenn der die Rüstung anhat und so ist ja dann meistens nicht er. Aber nichtsdestotrotz, der Film hat es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Es wäre keinem das Haar ausgefallen, wenn sie es dann nie gemacht hätten. Absolut nicht. Ja, ich glaube, er hat seine Wirkung gemacht. Der Mandalorian, fertig. Ja, absolut. Ja. Wenn er jetzt irgendwo mal noch vorkommt, weißt du, oder auch der Grogu, wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, nochmal etwas mit dem Boba machen oder irgendetwas und sie die beiden nochmal reinbringen, irgendwo, hey, voll okay. Weißt du, ich finde ja, so ein Cameo, wie zum Beispiel, was ich ja mega cool gefunden habe, ist einfach, ich habe das Spiel selber nicht gespielt, aber ich habe den Clip gesehen. Jedi Survivor, wo du irgendwie gegen eine Kopfgeldjägerin kämpfst. Da gibt es eine Szene und da kommt einfach der Boba. Und das ist einfach so eine Szene, wo du denkst, yes, genau so, mehr braucht es nicht. Ja, absolut. Das ist perfekt. Absolut. Einfach, er kommt schnell, sagt, den muss ich nicht haben, sondern dich. Ich mache schnell und ich gehe nachher wieder. Einfach zum zeigen, hey, ich bin dann übrigens auch noch da. Ja, absolut. Aber absolut. nicht ein 2-stündiger Film. Ja, genau. Das hat gelangt. Irgendwie in einem Film, irgendwie in einem ich meine, es kommt ja noch ein Jedi-Game. Es ist ja ein Dreiteiler, es kommt ja noch ein letztes. Ich freue mich, by the way, mega drauf. Ich mag nicht warten. Es ist so eine coole Spieleserie. Ich müsste mal anfangen. Ey, mach das. Ist so gut erzählt. Mir gefällt eben das Spielprinzip 0. Schau über das hinweg. Es wird dir gefallen. Ich weiss. Einfach nur schon die Story. Ich weiss. Viel so einfach und dann kannst du einfach die Story genießen. Es ist so gut. Ja, ich glaube, das mache ich. Ja, aber sagen wir jetzt mal, sie würden jetzt im dritten Game irgendwie so einen kleinen Cameo, sagen wir, du gehst in eine Bar rein und musst dort mit einem reden und plötzlich kommt der Mandalorian und der Grogu rein und müssen da schnell ein bisschen aufräumen und gehen wieder. Ja. Hey, jeder ist zufrieden. Es ist ein riesen Feier. Jeder denkt, geil, habt ihr gesehen, da in diesem Game kommt der Mandalorian noch vor. Es braucht keinen Film. Es braucht keinen Film. Nein, es braucht keinen Film. Fertig. Ich habe fertig, Flasche leer. Flasche leer. Ey, dann bleiben wir gerade im Weltall. Und bei einem von meinen Lieblingsschauspielern. Sogar 2 von meinen Lieblingsschauspieler. Der Film heisst Live. Ist aus dem 2017. Mitspielen tut der Jake Gyllenhaal, Nasser und ich muss schnell vorlesen, wie er heisst. Der Hiroyuki Sanada. Das ist der Samurai-Dude. Aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, du erwähnst den anderen grossen Einnahmen in diesem Film noch. Aha, der Ryan Reynolds, ja. Ja. Ich habe jetzt eigentlich voll auf ihn gewartet. So. Der hat nicht so eine grosse Aufgabe dort, aber okay. Er stirbt. Also. Ja, gut, sterben alle. Ja, schlussendlich. Spoiler, Entschuldigung. Er ist aus 2017. Ja, aber das ist kein Spoiler mehr. Nein, und zwar geht es darum, sie sind auf einem Raumschiff und fangen eigentlich eine Kapsel ab, die vom Mars kommt. Und dort hat es irgendwie Bodenproben drin und sie finden dort einen Einzeller, eine Lebensform.
Ja, und die fährt dann irgendwann schon von durchdrehen. Aber das Spannende finde ich, der fährt nicht von sich selber her von durchdrehen, sondern erst, wo sie noch etwas machen. Ja. Und nachher geht es halt darum, Scheiße, wie bringen wir das Ding kaputt? Und das Ding ist scheiße intelligent. Ja. Und ich finde eigentlich, der Anfang ist es ein bisschen slow-paced, aber wenn es mal abgeht, ist er eigentlich sehr spannend bis zum Schluss. Ja, voll. Und vor allem Absolut. der Schluss finde ich einen geilen Plot-Twist. Da finde ich auch nicht, da habe ich echt gehabt. Vor allem ich bin dort geguckt und habe gesagt, was wäre, wenn? Und es ist ja so gekommen. Und das finde ich Mhm. geil. Es ist eben eine schauspielerische Leistung, warum man sich ihm jetzt nicht 5 Sterne gegeben hat. Er ist okay für zum einen schauen. Jetzt, ja, das zweite Mal müsste ich ihn nicht schauen. Hast du noch gar nicht gesehen? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Ah. Und, Ich habe den doch schon etwa 2-mal gesehen, tatsächlich. Okay. 2 oder 3 Mal. Und tatsächlich, mir geht die eine Schauspielerin, also respektive das, was sie dort spielen muss, ja, sie schreit mehr um wieder etwas anderes. Und zwar immer nur Okay. Männer. Und immer müssen sagen, ja, okay, ist gut, du willst ihn retten, aber das, was du machst, ist jetzt einfach blöd. Das ist einfach blöd. Ja. So nichtsnützig. Ich meine, dort, wo der andere unten noch in der Kapsel zerfetzt wird von dem Viech und sie wollten ihn holen. Und nebendran ist einfach das halbe Schiff auseinanderbricht. Dann denkst du, komm, gang doch wieder rauf. Komm, es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Gang. Ja. Aber das habe ich wirklich auch geil gefunden, eigentlich. Also, also auch empfehlenswert. Ja, absolut. Also ich hatte nicht schlecht in Erinnerung, ja. Ja, also absolut. tatsächlich, Voll. das ist auch etwas, wo mir würde bleiben. Genau. Ja. Okay. Dann kommen wir wieder ein bisschen auf die Erde, auf den Boden der Tatsachen zurück. Und zwar, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich habe 2 Filme, wo es jeweils um einen Mann geht. Ich fange zuerst mit dem an. Wenn ich ja schon von einem Film erzählt habe, der eine Serie abschließt, kann ich den gerade als erstes nehmen. Und zwar habe ich Peaky Blinders, The Immortal Man, geschaut. Das ist eigentlich wie Mandalorian und Grogu so ein bisschen, der Abschluss von der Serie eigentlich. Mhm. Also die Serie hat geendet und der Film spielt jetzt doch ein bisschen später nachher. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel später, aber doch so, ich sag mal, zwischen 10, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht spielt er später. Der Thomas Shelby, also gespielt von Cillian Murphy, immer noch absolute Paraderolle. Das sehe ich. Das ist so genial gespielt von ihm. Ist halt mittlerweile ein alter Mann. Er ist immer noch Thomas Shelby. Er hat sich zwar zurückgezogen. Die Leute fragen sich, gibt es ihn vielleicht noch überhaupt noch? Ist er schon gestorben? Wie auch immer. Es spielt so ein bisschen zu der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Ist auch ein Startpunkt, wo der Film danach hat damit. Kommt von der Story her leider nicht so an die Serie an. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen geschuldet am Zeitsprung unter anderem. Es ist ein guter Abschluss von der Geschichte, wo vor allem auch die Möglichkeit bietet, mit einem Spin-off oder Sequel weiterzumachen. Sei es im Sinne von einer weiteren Serie oder im Sinne von vielleicht nur einem Film. Who knows? Und ich finde, es hat Sinn gemacht, den Film oder der Abschluss als separaten Film zu machen, weil es halt eben so einen grossen Zeitsprung gegeben hat, dass irgendwie in einer Serie komisch gewirkt hat. Wie es zum Beispiel bei ich greife da vielleicht ein bisschen vor, The Man in the High Castle macht auch einen Zeitsprung von doch ein paar Jahren, wo halt dann so ein bisschen, ja, es wirkt in einer Serie manchmal fast ein bisschen deplatziert, wenn halt eine gewisse Zeit vergangen ist, wo du nicht weißt, was ist da alles passiert. Und
Darum finde ich es gut, dass sie einen Film daraus gemacht haben, nicht irgendwie wieder eine Serie mit 10 Folgen, wo jede irgendwie fast eine Stunde geht. Das war too much gewesen. So passt es gut rein und eben, wie gesagt, von der Story her, von dem, was passiert. Ich meine, man weiß ja, der Thomas Shelby hat einen Sohn gehabt am Ende von der Serie und so. Natürlich kommt er vor im Film und das bietet halt eben unter anderem, also ich würde mich nicht verwundern, wenn man das nächste Jahr hört oder vielleicht schon sieht, hey, Peaky Blinders, keine Ahnung, eine neue Serie oder ein Film noch ist, dass man noch irgendetwas hört, was dann vielleicht eben mit dem Sohn weitergeht. Ja. Das, ja. Das ist halt einfach auch immer noch Die ein Serie, Dorn in meinem Auge. die Serie absolut empfehlenswert zu schauen. Ja. Ich bin auch sehr skeptisch am Anfang, ich habe sie lange nicht geschaut. Und als ich dann angefangen habe, musste ich sagen, hey, ich verstehe absolut, warum alle zusammen die Serie so feiern. Ja, mein Problem ist, ich würde die, glaube ich, gerne auf Englisch schauen. Dann schau Aber sie auf Englisch. du verstehst kein Wort. Sie halt da ihre Akzente reinbringen. Ja. Weil zum Beispiel der Tom Hardy, der hat dort so eine geile Szene. Die wird mir, glaube ich, jeden Tag auf Instagram mindestens einmal angezeigt. Dort, wo er eigentlich eben den Tommy Shelby anschreit. Ja. Wo er ihm sagt, du hast einfach die Linie überschritten. Und er dreht völlig durch und sagt, was für eine scheiß Linie. Und genau die Szene, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich verstehe. Sonst nebenan ist alles so. Es ist aber auch, der Charakter von Tom Hardy ist aber auch so gedacht, dass er so komisch redet. Ja. Also in seinem Slang-Dialekt, wie man dem sagen würde. Ja, und eben, also ich habe schon viele Szenen gesehen. Und eben, also die erste Staffel habe ich geschaut. Die erste Staffel habe ich geschaut. Ich muss jetzt nur noch in die zweite wieder reinkommen. Ja. Einfach mal anfangen. Also es ist einfach wirklich so ein bisschen easy, schöne Pausen geben dazwischen. Das ist so ein bisschen das. Ja, das ist eine absolut grandiose Serie. Und eben auch der Film jetzt. Wer die Serie geschaut hat, schaut den Film. Das ist wirklich ein okayer Abschluss für, und wo halt auch die Möglichkeit bietet, um weiterzumachen. Ja. Ja, geil. Ja. Ja, geil. Next. Oder habe ich noch. Nein, wir haben, glaube ich, gleich viel, oder? Also ich habe jetzt noch einen. Und nachher habe ich 2 Filme mit Spoiler drin. Okay, ja, ich auch. Gut. Ich gehe wieder zurück ins Weltall. Aha. Das gleiche Jahr wie Retroactive aus dem Jahr 1997. Leider ist ja, also der Grund, warum man sich den Film geschaut hat, ist leider ein bisschen trauriger. Und zwar ist ja der Sam Neill verstorben. Für die nicht kennen, Jurassic Park und so Zeugs. Ich weiß welchen Film. Ja, ich habe den mit meinem Bruder mal geschaut, vor Jahren. Ich glaube, ich bin zu jung, um den wirklich zu verstehen. Ich auch, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja. Und ich habe geschaut, Event Horizon, am Rande des Universums. Ja. Und ich bin ehrlich, ich habe dem Film, ich weiss, er ist alt. Ich weiss, er ist nicht unbedingt, aber ich gebe dem einfach 5 Sterne, weil er ist genial. Und vor allem, er ist heftig. Er ist, also tatsächlich, was habe ich aufgeschrieben? Genau, Science Fiction und Horror und einfach ein fantastischer Film habe ich geschrieben. Aber er ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wo ich so anfangen. Ich finde die Schauspieler, die sie dort haben, der Cast ist ja grandios. Sam Neill, Lawrence Fishburne, ganz, ganz viele andere, wo ich jetzt den Namen nicht weiss, aber wo sicher jeder schon mal gesehen hat, bis auf 2, glaube ich. Und nachher die ganze Geschichte darum, dass er eigentlich ein Raumschiff gebaut hat, der Sam Neill, wo mit Hilfe von einem schwarzen Loch in andere Dimensionen springt. Und das Krasse ist, der Film ist jetzt, nächstes Jahr ist der 20-jährig. Was ist das? 20-jährig.
Und das Krasse ist, oder nicht 30-jährig. Wer ist Ja, 30-jährig? 97, 30-jährig, ja. Und das Krasse ist, es gibt immer noch Theorien, die um diesen Film herumschwirren. Es ist mega krass. Und es gibt ja auch, als sie diesen Film rausgebracht haben, haben alle Leute gesagt, hey, den darfst du nicht so bringen, der ist viel zu brutal. Und sie haben irgendwie, glaube ich, etwa eine halbe Stunde Material rausgeschnitten. Und der Regisseur hat sie in Salzminen versteckt, damit sie niemand findet. Das ist ja ein Mythos. Ja, es existieren viele Mythen um die verlorene, Um die um einen verlorene... verlorenen Director's Cut von dem. Ja. Also es heisst, es gibt die schlimmste Szene im Film, wo im Film nur so Flashbacks oder so Flash-Szenen sind eigentlich, wo du halt wirklich musst pausieren, damit du etwas theoretisch könntest erkennen. Yep. Heisst, dass dort sehr viel, also die Szene wäre viel länger und viel brutaler, viel krasser, viel schlimmer gewesen eigentlich. Und das haben sie rausgeschnitten. Und aber es gibt einerseits die Theorie mit den Salzminen, es gibt die Theorie, dass irgendwo in Spanien das Zeug vergraben ist. Es gibt eine Theorie, dass der Director einfach vergessen hat, wo er es angetan hat. Es gibt die Theorie, dass Paramount die hat und nicht rausgibt. So es gibt die Theorie, dass es gar nicht existiert. Es gibt die Theorie, dass es ein einziges Ding gibt und keiner weiß, was es ist. Also, wenn jemand die daheim rumliegen hat, die liegen auf einer Goldmine. oh ja, absolut. Absolut. Und also das sind wirklich die zwei Szenen, dort wo sie eigentlich das Log finden von der vorherigen Crew. Und das andere ist, wo er ihm eigentlich die Hölle zeigt. Also Anführungs- und Schlusszeichen. Er zeigt ihm die andere Dimension. Wo nachher dann wirklich, das ist so à la Hellraiser-Zeugs, wo alles wüst ist. Und ich finde es so krass, dass sie eine Theorie hatten, dass sie eigentlich, weil das Szenario auch, wie das Schiff gebaut ist und alles, es sieht hure aus wie irgendeine frühere Version. Ich werde jetzt wahrscheinlich gelüncht, aber es sieht so aus wie Warhammer 40k. Und dass sie eigentlich so die ersten sind, die in Warp reingekommen sind. Oh. Es gibt wirklich die Theorie, dass sie so die ersten sind. Ey, aber der Film ist, ich finde das super. Eben, er ist ein bisschen alt, ist leider auch ein bisschen schnell verzählt, denkt es mir. Aber ich finde einen Grund und ganz alles wie eine abgeschlossene Geschichte. Also er hat ein offenes Ende. Aber ich finde das super. Okay. Ich finde ihn wirklich geil. Ich habe jetzt gerade schnell, das hat mich jetzt nicht losgelassen mit diesen Lost Tapes. Ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut. Also, laut dem, was ich bis jetzt gefunden habe, hat der Director, Paul Anderson, anscheinend und andere Producers, haben einen Teil von unbearbeiteten und gelöschten Elementen aus dem Film in einer Salzmine gefunden, tatsächlich, in Transsilvanien. What the heck? Es ist so kaputt. Aber die Aufnahmen oder das Material war ziemlich am Arsch gewesen, weil es halt einfach nicht sachgemäß gelagert war über so lange Zeit. Und sie haben probiert, zusammen mit dem Studio anscheinend etwas daraus zu machen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Das Zeug ist einfach zu kaputt. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch die Gerüchte von wegen, dass irgendwo als VHS-Tape rumliegt, wo das vielleicht noch sein könnte. Aber auch da wissen wir mittlerweile, auch VHS-Tapes haben eine Ablaufzeit. Also, ja. Ich google gerade Event Horizon und Warhammer. Alter, da gehst du in ein Rabbit Hole. Ja, Sagt er's. Ich meine, nur schon, wenn sie den Teil nennen. Visions from Hell oder Blood Orgy. Ja, eben, es passt perfekt. Ja. Es passt perfekt. Also die Beschreibung ist hier: Featured intense graphic violence, cannibalism
and explicit sexual acts performed by hired adult film actors, blah blah blah, and real life amputees. Also ihr könnt euch jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen, was das für eine Szene ist. Keine Angst, Ja. nicht der ganze Film ist ja so. Keine Angst. Nein, also wirklich das. Aber Also es geht wirklich 2-3 heftige Szenen drin. Ja. Eben, das ist eigentlich am Anfang, wo sie das Log finden. Dann, was mit dem einen von der Crew passiert, das ist ein bisschen wüst. Und tatsächlich dann noch dort unter dem die Hölle zeigt. Ja. Da und überall Event Horizon ist ein Warhammer 40k Prequel. Und so Zeugs. Und scheinbar, das hat mir mein Bruder erzählt, und scheinbar das Raumschiff selber, wie sie das gezeichnet haben, gemalt haben, weil das ist selber auch fast wie eine Kathedrale. Weil die Düsen haben sie eigentlich nur die 2 Türme von der Notre Dame eigentlich abgelegt. Und dass sie dann nachher dort, wo die Düsen dran sind. Also völlig kaputt. Und eben darum finde ich, so etwas ist mega faszinierend. Etwas, was sich so lange hebt. Ja. Eben immer noch. Das ist krass. Aber ich muss sagen, mir ist es genau gleich gegangen. Ich habe den Film ein einziges Mal gesehen bisher. Ja. Ein einziges Mal, und ich bin mir zu 99% sicher, ich hätte den auch noch nicht schauen dürfen. Weil der ist mir einfach so geblieben im Kopf. Mhm. Und ich habe ihn nie mehr geschaut. Nicht weil ich jetzt irgendwie Angst hatte oder so, aber ich weiß auch nicht, ich habe einfach... Also, It was enough. Ja, genau. Es war einfach genug gewesen. Ja. Genau, voll. Und eben, teilweise hat er recht viel Gore drinnen und Ja. eben und just Zeug. Ja. Wüst. Yes. Ja, dann komme ich wieder zurück auf den Boden der Tatsache, auf der Erde. Mhm. Und zwar habe ich, ist auch ein bisschen blutig gewesen, habe ich The Punisher One Last Kill geschaut. Das ist, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob das ein Abschlussfilm, also es ist sicher ein Abschluss von der Serie. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Film jetzt ein bisschen gemacht worden ist, um den Punisher wieder ein bisschen ins Gedächtnis zu rücken, weil er halt bei Spider-Man vorkommt. Das kann ich wohl sagen. Und ich heute schauen. Ja. Und zeitlich ist der Film nach der Serie angesiedelt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er zeitlich vor dem Spider-Man-Film oder nachher spielt. Ich glaube vor dem. Mhm. Darum bin ich sehr gespannt, wie als der Frank im Spider-Man, ich sag mal, eingeführt wird. Weil der Film zeigt ein sehr... Ich meine, man hat in der Serie schon gesehen, der Mann ist kaputt. Der ist gebrochen. Ziemlich fest kaputt. Und der Film verdeutlicht das einiges mehr. Es zeigt einen sehr, sehr gebrochenen Frank. Wirklich sehr emotional kaputt. Und also John Bernthal liefert einfach Er ist einfach die Rolle. Ja, also du kannst es nicht anders sagen. Er liefert absolut genial, grossartig ab. Mhm. Das sehe ich. Der Film fährt zuerst mal ein bisschen ruhig an, sage ich jetzt mal. Zieht dann aber, also am Schluss, also gegen Schluss, muss ich einfach sagen, wow, okay, jetzt ist Action, jetzt geht's ab. Nicht nur was ihn betrifft, sondern was die ganze Szenerie betrifft. So. Und endet halt damit, und darum sage ich glaube, er findet vor dem neuen Spider-Man statt. Der Film endet so damit, okay, er hat sich jetzt damit abgefunden, er zieht seine Schutzrüstung wieder an, der weiße Totenkopf strahlt wieder auf seiner Brust, es wird wieder aufgeräumt, es wird wieder gepunished. Geil. Und darum, ich glaube, er findet vor dem Film statt, vor dem Spider-Man-Film, weil ich habe einen Trailer vom Spider-Man gesehen und dort kommt er auch vor, und das habe ich das Gefühl, ist erst nachher. Dann, wenn es so ein bisschen wieder klar ist, irgendwie. Genau. Ich werde es sehen heute. Das heisst, nächsten Monat müsst ihr dann auch wieder Dinge hören, weil dann erzähle ich ganz sicher davon. Der
The Punisher One Last Kill kommt von mir 4 von 5 über. Ist wirklich ein guter Film. Wer die Serie gut gefunden hat, ist absolute Empfehlung. Schaut den Film, guckt da rein. Ja, er ist kaputt und er macht viel kaputt. Also er macht Perfekt. viele Menschen kaputt. Auch ja. Ja, es geht nicht einmal so viel. Also, das war die Serie schlimmer gewesen, teilweise. Aber es geht ab. Sag's so. Nice. Genau. Ja. Yes. Da So, kommen das wir heisst, jetzt kommen wir zu deinem ersten Spoiler. genau, zu meinem ersten Spoiler, aber jetzt ist alles ein Spoiler. Also Ja. Spoiler. Er ist auch schon ein bisschen länger draussen. Ich glaube, ihr habt auch sicherlich mindestens eines von diesem Film gehört. Ich mag ja Horror zwischendurch. Und ich habe den Film Obsession geschaut. Ah, das ist das mit der die Schauspielerin, die spielt bei Superman und Lois mit. Das kann sehr gut sein. Aber ja. Ich habe Angst vor dieser Frau. Ziemlich fest nach dem Film. Ja. Ich weiß warum. Ja. Also, zwar geht es eigentlich, die Story ist relativ easy. Also, es ist jetzt nichts mega Neues, aber ich bin trotzdem positiv überrascht gewesen. Es ist mir nicht irgendwie gegangen um Dämonen oder sonst irgendetwas oder bla 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 oder irgendwie ein schlechtes Ende, sondern es ist einfach einer, der sich etwas Falsches gewünscht hat. Und zwar haben wir The Bear heisst der. Das ist ein Typ, der ist in eine verliebt und will er das eigentlich sagen und ja, macht es halt nicht. Und er hat dann nachher so einen Knick stecken oder irgendeinen Wunsch stecken, wenn er sich etwas wünscht und der zerbricht, geht er in Erfüllung. Und er wünscht sich dann, dass die Freundin, die Niki, ihn über alles abgöttisch liebt. Und zerbricht ihn. Und dann fängt der Wahnsinn an. Und ich muss sagen, die schauspielerische Leistung von der wie heisst sie, Inde Navarrete, die ist sensationell. Was ich muss sagen, ist, der Film ist relativ vielmals ein bisschen dunkel, hat aber seinen Grund. Und da finde ich es eigentlich geil. Weil du irgendwann fährst du während dem Film an zu checken, das ist nicht die Niki, die du am Anfang gesehen hast. Und er merkt das mit der Zeit eben auch. Okay. Es ist hure wüst. Es ist wirklich hure wüst. Es ist psychisch ist richtig kaputt. Es hat Jumpscares hat praktisch keine drinnen, außer einen, aber dort musste ich eigentlich mehr lachen. Wieder irgendwie ist also sie ist völlig fanatisch auf den Typ fixiert. Ja. Und das Schlimme ist, er redet es immer wieder so ein bisschen in Ordnung. Ja, es ist schon gut, okay, wir lösen das. Aber es wird immer wie schlimmer. Das Krasse ist, es hat so Twists drin, so Sachen, wo ich sagen musste, Alter, das ist mega kaputt, das ist aber mega geil. Und er irgendwie in einer Hotline anruft und von diesen Wunsch stecken. Und die sagen ihm dann, ja, hast du dir etwas gewünscht? Der, ja, dann ist es halt so. Der Wunsch vergeht halt einfach, wenn sich jemand wünscht, es ist nicht mehr so. Nicht du. Oder du stirbst. Und dann ist der Vertrag kaputt. Und dann sagt er, ja, aber das ist nicht Niki und überhaupt. Und dann sagt ihm die Stimme am Telefon einfach, ja, willst du mit ihr reden? Und dann hörst du einfach nur noch, wie es schreit. Und das ist mir so der Rücken abgelaufen, Mann. Du hörst einfach, wie sie nur in das Telefon reinwägen. Einfach völlig kaputt. Also ich habe den mega gut gefunden. Ich habe ihm 5 Sterne gegeben. Er ist relativ wüst. Er geht in diesen Sachen so ein bisschen relativ hässlich um. Aber ich empfehle jedem, der gerne Horrorfilme schaut, schaut den Film. Er macht Spass, er ist macht etwas anderes. Und eben, es ist, glaube ich, ein Low-Budget-Film, aber wird überall gelobt bis in die höchsten Töne. Also auch von mir, ich finde ihn super. Eben, es hat so 2, 3 Sachen, und ich muss sagen, aber es ist relativ wenig. Und eben das, wie sie dort spielen mit dem Dunklen,
finde ich mega cool, weil du siehst plötzlich auch, wie ihre Augen so schimmern und so. Wirklich einfach gruselig. Es ist Mhm. wirklich mehr gruselig, wenn irgendwie so ein schüchtiger Scheiß. Ich habe so ein paar Clips gesehen, aber mehr so Making-ofs, wenn sie gewisse Sachen gemacht haben. Wo sie, Mhm. eins, das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert, aber ich bin eigentlich kein Horror-Fan, aber bei dem Film habe ich gesagt, einfach weil ich die Clips gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da muss ich gleich mal schauen. Mhm. Mhm. Ja, Eins zum wahrscheinlich. Beispiel, wo sie irgendwie anscheinend hinter sie läuft oder so, oder wie sie das gemacht haben, wo sie so komisch anscheinend hinter sie läuft und so. Und, Ja. oder einem Ort ist sie einfach so, zumindest im Raum steht sie so und Aha. er hat einfach so ein Grinsen drauf und Oh. irgendetwas. Ich habe nicht gesehen, was die nebendran machen. Das sind halt die nebendran, die irgendetwas am machen waren. Sie war irgendwie wie so fast verkabelt gewesen oder so. Und Ah, ja. Ja. da, Oh. da bin ich auch gespannt. Also, aber den muss ich da mal schauen. Ja, also wirklich, eben, am Schluss ist er ein bisschen übertrieben, aber ist eigentlich, ja, ja, eben. Also nein, nicht übertrieben. Ich finde, nein, wirklich, ich finde, es passt. Ich finde, es passt einfach alles. Ja. So. Nice. Dann übergebe ich dir. Mein Spoilerfilm, der erste, ist leider nicht so gut. Aber es ist halt trotzdem ein Spoiler, weil er sehr, sehr neu ist. Und zwar habe ich Masters of the Universe geschaut. Mhm. Ich gebe dem Film nur 2 von 5 Punkten. Wow, okay. Und ja, zuerst, als ich angefangen habe mit dem Film, habe ich eine Zeit lang recht so Guardians of the Galaxy Vibes gehabt. Okay. So ein bisschen, teilweise ein bisschen funny. Du hast einen Hauptprotagonist, der so ein bisschen, zuerst ist er halt ein Kind und so, da passieren Sachen und er ist dann nachher auf der Erde eigentlich so ein bisschen das Umgekehrte, was am Peter Quill halt passiert ist. aber nichtsdestotrotz, es ist halt, ja, es hat zuerst so ein bisschen mit dem Weltraum, es ist halt so ein bisschen flashy und halt so ein bisschen, hat so ein bisschen Guardians of the Galaxy Vibes gehabt. Es hat aber sehr schnell nachgelassen. Okay. Der Film fängt gut an. Es wird erklärt, wer er ist, woher er kommt, was die Welt ist und so weiter, was mit dem Schwert und so weiter und so weiter. Es wird alles gut erklärt am Anfang. Wenn der Film so weitergegangen wäre, hätte er mehr Punkte bekommen von mir. Okay. Aber dann ist es auf die Erde gegangen, weil er muss ja eigentlich flüchten. Er geht nachher durchs Portal, landet dann auf der Erde, er ist aber immer noch ein kleiner Bub und so weiter und so fort. Und seine Aufgabe war eigentlich, er darf das Schwert nicht verlieren. Weil das ist sein, er ist ja der Prinz, der Sohn vom König, er darf das Schwert nicht verlieren. Ja. Er hat das Schwert verloren. Aber das Schwert schon verloren, wo es durchs Portal durchgegangen ist. Also, So ein Unfall. er ist eigentlich nicht wirklich die Schuld. Aber er hat das Schwert nicht mehr. Dann gibt es einen Zeitsprung. Er ist erwachsen und sucht das Schwert halt immer noch. Und dann gibt es so ein bisschen Drama auf der Erde, weil eben, er ist halt, er wird als Nerd angestellt, weil er halt mit Schwertern und alles und drum und dran und dann auf der Arbeit und dann kommt so eine komische HR-Tante, die auch völlig übertrieben dargestellt ist, weil das jetzt da ja, alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, nein, wir müssen miteinander reden, wir müssen kommunizieren, wir können gut miteinander sein, wir müssen das Problem angehen, wir finden eine Lösung. Oh. Also dort habe ich schon schier abgeschaltet. Ich dachte, ey, ich ziehe es jetzt durch, ich will den Film fertig schauen, ich mache das eigentlich nicht gerne, einfach zumindest drin aufhören. Der Teil auf der Erde hätte sie durchaus viel interessanter können machen. Okay. Viel weniger lang. Auch wenn es vielleicht nicht sehr lang war, aber es ist einfach. Es ist so nichts
ausschlaggebend gewesen, was jetzt dort auf der Erde passiert schlussendlich. Das ist verdammt schade. Bis auf einen kleinen Teil, wo es dann darum geht, dass er wieder zurückkommt. Okay. Also von dem her, ja, aber ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, fängt gut an, geht mittelweiter und dauert ewig, bis wirklich mal etwas passiert. Schade. Die beste Rolle, meiner Meinung, hat Idris Elba gehabt. Er hat absolut abgeliefert. Er hat so eine Rolle gehabt, so als Beschützer von der anderen Welt, vom König ist so der Ja, das Chef ist ja von Duncan. Genau. Der hat absolut gut abgeliefert, finde ich. Zuerst war er der King, also der Held gsi, weiß ich was, dann ist er ein bisschen kaputt gsi und dann hat er dann irgendwie wieder zurückgefunden und ja. Top abgeliefert, muss ich sagen. Der Rest, dass der Bösewicht von Jared Leto gespielt worden ist, hast du jetzt nicht wirklich etwas gemerkt davon. Okay. Fazit. Ich war ein bisschen enttäuscht davon. Ich habe definitiv mehr erwartet. Wenn ich den Trailer geschaut habe, einer ist der erste, habe ich wirklich mehr erwartet, als nachher geliefert worden ist. Und darum kommt der Film von mir halt einfach wirklich nur 2 von 5 Punkten. Sehr schade, sehr schade. Ja. Also ich werde mir ihn sicher auch noch anschauen. Mhm. Bin ich gespannt, vielleicht ist es ein bisschen, ich meine, Masters of the Universe ist mir schon immer das Thema gewesen, aber ich habe halt nie irgendwie grosse Trickfilme oder irgendetwas so von dem geschaut. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem zu tun. Hey, absolut. Wenn draussen irgendein Masters of the Universe Geek ist und sagt, hey, das ist genau so, wie sie in der Serie, es ist genau so, habe ich es erwartet. Hey, nur so geil, wenn du das geil findest. Für das, was ich gesehen habe, was ich erwartet habe, hat es einfach nicht erfüllt, was ich mir gewünscht hätte oder erwartet habe. Ja. Das ist sehr schade, das ist sehr schade. Ja. Gut, eben, wobei, ich kenne den Masters of the Universe, der erste Film. Ja. Der irgendwie aus den 80er. Mein Bruder hat Oh, auch gesagt, weiß nicht. ich glaube, ich habe den auch vor Jahren das letzte Mal gesehen. Und er hat auch gesagt, der Film, er ist schon okay, aber du merkst schon, dass der scheiße alt ist. Ja, das kommt dann, ja, aber das ist wieder, sind wir wieder mit dem Thema, wo wir heute schon mal hatten. Der alte Film, so rosa-rote Brille. Ja. Ja, absolut. Spannend. Ja, sehr spannend. Dann kommen wir zu unserem letzten grossen Punkt, wo wir beide gleich drauf haben. He? Yes. Und nein, wir haben es eigentlich endlich mal machen. Jetzt nicht in diesem Film, aber bei einem anderen. Aber wir haben es immer noch nicht gemacht. Wir sind zusammen im Kino gewesen. Aber haben den gleichen Film geschaut, aber nicht haben den gleichen Film geschaut. Genau. Und zwar, ich meine, ist nicht so schwierig zu erraten, einer der grössten Filme, der im Moment rausgekommen ist. Wir sind beide die Odyssey schauen. Yep. How many stars? Ja, was für eine Frage. Absolut volle Punktzahl, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe nur etwas zu bemängeln gehabt, aber das liegt vielleicht auch im Kino, wo wir waren. Mir hat es gedacht, auch dort, darum bin ich vorher ich weiss, was du sagst. Was? Es war dunkel gewesen. Ja. Da habe ich etwas dagegen. Weil ich habe genau zu dem Thema ein Interview mit dem Chris Nolan gesehen. Okay, bin ich gespannt. Ja, also eben. Und auch andere, die darüber geredet haben. Und das war eine absolut bewusste Entscheidung. Du redest zum Beispiel von der Bootsszene. Im Sturm und so. Die hat mich tatsächlich gar nicht so gestört. Es war nicht die Szene. Mir hat es eher so ein bisschen gedacht, wenn sie, ich glaube, vielleicht ist es so am Kino gelegen, denn wenn sie bei ihnen durch den Palast waren, in Ithaka oder Ikata oder wie es auch immer heisst, dort hat es mich einfach immer ein bisschen zu dunkel gedacht, wo das so denkt, wo so. Ja, aber das ist auch. Ja. Es war absolut Absicht gewesen. Zum Beispiel, aber jetzt, ich habe die Bootsszene erwähnt. Ja. Ich finde es gut, dass sie sich so entschieden haben, weil es ist dunkel. Ja,
das finde ich okay. Ich rede noch nicht von der Szene, wo sie beim Zyklop drin waren. Das macht Ja. Sinn. Es ist dunkel, es ist eine Höhle. Das betrifft aber auch den Palast. Ja, Die stimmt, Palast, ja. wenn du mal anschaust, die hat nicht riesige Meter Eigentlich breite schon. Fenster. Ja. Die haben Ja. meistens kleine Fenster. Und vor allem, wenn du nachher tief innen bist im Palast, je nachdem, Ist noch weniger hast du Licht. halt viel Kerzen oder Fackellicht. Mhm. Das ist ja meistens ein bisschen gedimmt. Ja. Also, eben, wie gesagt, vielleicht ist es so einfach am Kino, glaube ich, mir ist Ja, es extrem dunkel vorgekommen. Ja. Eben, dass es eben, ich meine, in der Höhle innen, ja, macht völlig Sinn. Ja, Null Problem. ja. Ich meine, der Rest ist ja eigentlich alles mega gut. Hast du Ja. gesehen und alles. Also. Hey, also der Film, das ist einfach ein Nolan in höchster Form. Beste Entscheidung war, alles in IMAX zu schießen. Wirklich. Mhm. Auch wenn es eine absolute Tortur ist. Ich habe ein bisschen Back-Stories und so ein bisschen mitgeschaut, also ein bisschen Ey. mitbekommen. Ich meine, für die nicht so ganz bewandert sind, IMAX, ein Grund, warum IMAX in vielen Filmen nur selektiv eingesetzt wird, also nur für gewisse Szenen, und das merke ich ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film es war, ich glaube Dune. Ist Dune ein Wenkel in IMAX gewesen? Ich glaube. Nicht Dune-Filme sind, glaube ich, IMAX gewesen. Aber ja. ihr merkt es vor allem immer dann, wenn das Format vom Film ändert. Wenn ihr zum Beispiel oben und unten einen Balken habt, dann ist es ganz normal mit normalen, guten Video, also Mhm. Kinokameras aufgenommen worden. Wenn der Balken sich dann aber plötzlich entfernt und auf Vollbild geht, dann ist IMAX im Spiel. Mhm. Und warum viele Filme nur Teil in IMAX geschossen sind, hat einen Grund. Erstens, die Kameras sind saulaut. Es gibt eine begrenzte Anzahl von IMAX-Kameras. Ich glaube, es gibt nicht einmal 10 Stück. Mhm. Auf der ganzen Welt, by the way, wenn wir sagen. Aber sie sind mega laut. Also, geht mal auf YouTube schauen, IMAX-Kamera-Sound. Die sind sau laut. Und darum kannst du selten zum Beispiel eine ruhige Szene mit IMAX aufnehmen, die einen Dialog hat. Hat er für das nicht das hure Ding gebastelt, wo sie Sie haben- nicht so gegenüber, sondern sich gegenseitig ins Das hat Spiegel dann- anschauen? Auch, das hat aber einen anderen Grund. Das Okay. ist so von der Perspektive, dass es besser wirkt und so. Sie haben für die Kameras eine riesige Isolationsbox gebaut, wo sie die Kameras dort reinstecken. Das sieht aus wie ein überdimensionierter Koffer im Fall. Dann mache ich es dazu. Und ungelogen 6 Männer müssen den Kalb tragen. 6 Männer Weiss tragen nicht, das Ding. Das hier ist einfach kaputt. Und jetzt kommt der Beste. So eine Aufnahmerolle für einen IMAX-Film hat Platz für 2,5 Minuten Material. Jetzt kannst du dir vorstellen, 2,5 Minuten aufgenommen, Scheibe wieder auftun, Ding rausnehmen, neue Scheibe rein tun, wieder zutun, next Oh. one. Gott. Das ist bad. Ja, nein. Aber auch andere Geschichten, die du gehört hast dort. Andere Wie zum Sachen. Beispiel, dass sie jeden Tag für eine gewisse Zeit so einen richtigen Berg haben müssen besteigen. Ja. Und Matt Damon erst später gemerkt hat, dass alle das machen und er immer mit dem Heli aufgeflogen worden ist. Ja. Also ich werde momentan auf Instagram zugeschwemmt mit ich auch. Stories und so. Welche Prüfung hat dich am meisten beeindruckt? Inwiefern beeindruckt? Allgemein. Aufmachung oder auch der Hintergrundgedanken, warum und so Zeugs. Das ist schwierig. Ich sag mal, was vielen vielleicht nicht aufgefallen ist, ist die Prüfung von der Calypso. Dass das auch wirklich eine Prüfung war. Mhm. Weil mir ist dort gerade
die Referenz halt von Fluch der Karibik gekommen, Calypso. Die ist eigentlich interessant, einfach nur schon, weil sie so unterschwellig dargebracht wird. Es wirkt zuerst, als ob er halt sie kennengelernt hat und so und halt eben nicht mehr weiss, was passiert ist und so weiter und so fort. Und erst mit der Zeit merkst du, Moment, sie ist auch nicht einfach irgendjemand. Nein. Es hat einen Grund, warum sie dort ist, es hat einen Grund, warum er dort ist und warum er nicht weiter ist. Und das ist nicht einfach so, es haben sich da zwei Menschen getroffen. Überhaupt nicht. Nein, das ist so, ja. Ja, an und für sich sind alle mega interessant gewesen. Circe, Six, der Zyklop. By the way, auch ganz crazy, wie sie den gemacht haben. Wie groß ist das hier? 8 Meter? 6 oder 8 Meter, irgendwie so etwas um das herum. Ja. So eine Figur, was halt wirklich so in die Höhle hineingestellt haben. Genau, das war eigentlich eine riesige Marionette, Ja, die sie bewegt haben und nachher mit CGI, glaube ich, ein bisschen nachbearbeitet haben. Genau, ja. Wo übrigens Memes umgehen vom dass der Christian Bale für die Rolle irgendwie 600 Pfund zugenommen hat. Das ist so blöd. Also, genau. Nein, auch bei der Circe, die praktischen Effekte. Das ist alles. Das ist kein CGI. Nein, das ist alles Animatronics gewesen. Genau. Einfach nur schon das ist crazy. Ey, einfach die Aufmachung und alles. Das ist absolut genial. Was mich. Ich habe nachher ein YouTube-Video geschaut. Wirklich, was bedeuten die einzelnen Prüfungen und warum. Und das Krasseste, was mir wirklich die Nachkocher aufgestellt hat, ist, sie sind ja dort bei den Riesen, bei den Lastrigonen oder wie die heißen. Sie kommen ja dort auf die Insel und finden dort nachher ein Kind, das so gross ist wie sie selber. Ja. Und dann werden sie von Riesen angegriffen. Erstens mal, das sind ja alles über 2,20 Meter grosse Stuntmans. Ja, absolut. Die dort in Rüstungen drin sind, gegen andere, das sind glaube ich alles entweder auch Stunt-Doubles oder auch, wie sagt man so Heavy-Lifters oder sonst Zeugs, die relativ klein sind. Ich glaube, der kleinste war 1,30 Meter und das sind alles hure Möbel. Und sind vielfach Frauen, by the way, gewesen. Richtig, wo die... Genau, also der Matt Damon ist von einer Frau gespielt worden in dieser Szene, was ich mega cool finde. Aber die Idee hinter dieser Prüfung ist, oder respektive ist eine Bestrafung für sie, weil sie Kinder mit ab Front genommen haben zum Kämpfen. Damit sie das Gleiche spüren, wie wenn sie vor einem 2 Meter grossen, ausgewachsenen Krieger stehen. Da habe ich mir sagen, Alter, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ja, der Homer. Damals. Ja, der Homer. Nein, nicht der Homer. Der Homer. Ey, aber es ist ich meine, aber Geschichte ist nicht neu. Geschichte ist schon vielfach erzählt worden, in vielen Varianten, in vielen Filmen. Also ist absolut nicht neu. Aber so, wenn er es übergebracht hat, einfach grossartig. Auch das mit dem Tod. Wo er seinen Leuten wieder gegenübersteht, die gestorben sind in der Schlacht und so. Ey, die nicht anständig beerdigt hat und so. Also wirklich, nachher auch, wo der Agamemnon vorkommt, ey. Das ist auch eine geile Szene gewesen, dort, wo sie das Tor von Troja aufstehen. Ja, und du siehst einfach nur den Umriss, also seine Rüstung ein bisschen leuchtet. Ja. Du hockst da und denkst so, Alter, nein. Ja, die heutigen Jugendlichen würde ich sagen, Aura-Farming hoch 100 oder so. Ey. 1000. Der macht nichts. Er kämpft nicht einmal nichts. Er steht einfach dort unter dem Motto, hey, jetzt kommen wir. Und du so, jetzt sind wir da. Oh. Ja. Hey, das ist... grandios. Der Film war 1A.
Schauspielerwahl war 1A gewesen. Oh. Auch ihre Leistung war 1A gewesen. Können wir mal darüber reden, was für ein Cast das dort drin vorkommt? Hey. Ein Matt Damon, ein Tom Holland, ein John Bernthal, ein Anne Hathaway, ein Zendaya, ein Charlize Theron. Ja, und nachher kommen so also eigentlich alles Leute, die schon mal gesehen hast, Filme aus euren Nolan-Filmen. Der Robert Pattinson tatsächlich. Robert Pattinson, ja, genau. Der Sieg macht einfach alles, damit ihn alle vergessen in Twilight. Und für das ja, liebe genau. ich ihn. Absolut. Er gibt sich wirklich hure Mühe. Aber der kann auch etwas, der Typ. Ja, allgemein. Ich habe gerade... Wie war das gewesen? Ja, mit dem Troy habe ich diese Woche geredet. Und da haben wir eben unter anderem auch über den Pattinson geredet, wegen Odyssey. Da haben wir müssen sagen, weißt du, er hat so viele gute Filme gemacht. Ja. Mickey 17 zum Beispiel, da wo er den Klon spielt und so. Oder der, wo er auf dem Batman, wo hoffentlich schon gleich mal neu kommt. Ja. Auch der Film, wo er mit dem Willem Dafoe auf dem Leuchtturm und so. Ja. Also, weißt du, wirklich grosse Sachen. Also, das ist richtig gut. Ja, Tenet spielt er geil. Tenet, genau. Ja. Wieder ein entsprechender Nolan. Aber da sehe ich, vor allem, ich weiss nicht, je mehr ich Sachen von dem lese, was der macht, wie er sie macht. Irgendwann hat er mal nur an einer Wandtafel aufgeschrieben, wie er, was ist das, Memento? Oh, Jesus, ja, das habe ich auch gesehen. So, die Geschichte von Memento ist eigentlich einfach so ein Kreis. Ja. So, ja, Ja, wir nehmen etwas von da, wir nehmen etwas von da, zwischendurch etwas von ganz draussen und du so, ja, absolut. Ein Typ ist einfach ein Genie. Voll. Und so viel wie ich weiß, er hat, glaube ich, nie wirklich eine Regisseur- oder Produzentenausbildung gemacht, wie man es dann gemacht hat. Das weiß ich nicht. Christopher Nolan, Odyssey, sehr, sehr, sehr warme Empfehlung. Auch wenn er am Anfang ein bisschen slow-paced ist. Ja. Aber nachher, holy. Ja. Also, das ist also der Film dauert knappe 3 Stunden. Also, ich möchte ein Sitzfleisch haben. Aber ich habe selten einen 3-stündigen Film geschaut, der mich von Anfang, von der ersten Szene an bis zum Schluss komplett eingenommen hat. Also, ich bin reingehockt, der Film hat angefangen, der Film war fertig, ich bin wieder im Kino gehockt. Ich bin voll drin und es war keine Minute langweilig. Es ist immer etwas gegangen, es ist immer interessant gewesen. Das ist Immersion für mich. Wenn ich reinhocke und nach 3 Stunden rausgehe und sage, jetzt sind wir schon fertig. Das ist halt auch etwas vom Nolan, was ich cool finde. Er tut nicht alles erklären, aber er tut alles so erklären, damit du es verstehst. Ja, in irgendeiner Art und Weise. Oh. Aber, also was heisst aber? Ich bin mit ein bisschen Zweifel in den Film hineingehockt. Ich auch. Und zwar wegen einem ganz bestimmten Grund, den ich heute wieder sehen. Er hat zwar schon mehrere Filme gemacht, das ist nicht der einzige, aber das ist halt so sein grosser Durchbruch gewesen. Und ich habe ein bisschen zuerst Zweifel gehabt, ob der Tom Holland den Spider-Man wegbekommt. Sein Stigma von wegen, ich bin der Spider-Man, ich bin der Peter. Das ist, bevor ich den Film... Aber er hat schon mehrere Filmprojekte gehabt, nicht nur Spider-Man, ich weiss, er hat nicht nur bei Avengers und so mitgespielt. Aber das sind halt seine grössten Erfolge, würde ich jetzt sagen, bis jetzt. Und da bin ich halt wirklich ein bisschen skeptisch gewesen. Muss aber auch sagen, die Zweifel sind aufgeräumt. Er hat absolut abgeliefert. Also, das hat für mich richtig abgeliefert, ja. Das hat für mich eigentlich ein bisschen gezeigt, was er eigentlich für einen guten Schauspieler kann sein kann. Nicht, dass Spider-Man schlecht geschauspielert ist, aber mal etwas richtig Gutes, Grosses zu sehen neben Spider-Man. Jawohl, Tom Holland ist grandios gewesen. Ja. Und eben, da wären wir übrigens noch beim Thema, der Matt Damon findet wieder mal den Heimweg nicht. Ja, genau. Er findet den Heimweg. Das ist in einem Interview zu dem Film habe ich das eben gesehen.
Das Meme von wegen, wer eigentlich den Heimweg mal findet. Was mich halt dann so ein bisschen wieder gepackt hat, ist mal so ein bisschen die alten, weißt du, die Sandalenfilme zu schauen. Mhm. Jason und die Argonauten zum Beispiel. Einfach nur so Dings. Weil die Puppen, die sie dort haben, also respektive die Marionetten, das haben sie so ein bisschen abgeschaut von Jason und die Argonauten oder respektive einfach auch so Mhm. Stop-and-Go-Filme. Und das habe ich krass gefunden. Es gibt ja dort die Szene mit den Skeletten, wo Ja. er die 7 Skelette beschwört. Das war eine 4,5-monatige Produktion gewesen. Nur der Teil mit dem Skelett. Ja. Nebenbei haben sie die Schauspieler und Stuntmen, die 1,5 Monate lang trainiert haben, wo muss ich hinschlagen, wo muss ich was machen, wann muss ich ablegen, was auch immer. So Zeug, das ist doch einfach kaputt. Und du siehst Ja, halt einfach, das ist eine Szene, die bleibt dir. Und auch Odyssey, die ganzen Sachen, die er jetzt von Hand gemacht hat, die bleiben dir. Es hat einfach nicht so eine CGI-Gewurstel ist. ja, Es gibt schon gut es CGI. ist halt aber auch noch in der Zeit geschuldet. Ja, Damals. ja. Es hat schon CGI gegeben, aber so etwas hast halt du noch nicht wirklich einfach so Nee. schnell umgesetzt am Computer. Genau. Aber ich finde wirklich so Effekte und so, es macht halt immer noch mehr aus, so Effekte wirklich mit etwas Physischem zu machen und nachher nachher arbeiten, weder du tust es einfach nur als CGI drin. Das merkst du Aber halt. man muss halt auch sehen, ein Christopher Nolan mit seinem Erfolg, mit seinem Namen, kann halt so etwas umsetzen. Ja. Wo halt ein anderer einfach nicht kann, weil er halt einfach das Geld nicht bekommt. Und nicht Das hat. ist es so. Oder das Geld, das er nicht hat. Aber, ja. Genau. Ich habe noch einen Fun Fact. Und da komme ich zu etwas, wo ich mich schon sehr freue, das Jahr auch zu schauen. Um meinen Geburtstag herum. Das wird ich plane einen Filmtag um meinen Geil. Geburtstag herum, weil es kommen 2 Filme um meinen Geburtstag herum raus. Eigentlich am gleichen Tag, wo ich Bäcker kann, am gleichen Tag schauen. Und zwar der Fun Fact ist, die Odyssee verbindet sehr viel geschichtlich mit einem Universum, wo ich das und letztes Jahr sehr, sehr lieben gelernt habe. Und zwar mit dem Frank Herberts Dune. Das ist sehr vielen nicht bewusst. Und zwar teilen die sich griechische Vorfahren, thematische Parallelen, was so Schicksal und so angeht. Zum Beispiel der Familienname Atreides stammt mythologisch vom griechischen Haus von Atreus ab. Wo der Agamemnon und die Figuren, die in Odyssee vorkommen, als direkte Vorfahren von Paul Atreides darstellen. Okay. Das heisst, die Blutlinie gibt es seit sicher 10.000, weil Dune spielt ja 10.000 Jahre in der Zukunft der Menschheit. 10.000 Jahre auch bis zu den Atreides. Krass. Und das ist anscheinend so beabsichtigt. Also, der Frank Herbert hat eben das Haus Atreides ist aus Abstammung vom Haus Atreus, vom griechischen Haus Atreus mit dem Agamemnon und so. Es ist crazy. Und Warner Brothers hat einen geilen Move gemacht. Wir sind leider hier nicht in den Genuss gekommen. Aber Warner Brothers hat in selektierten 70 mm Screenings, das ist by the way etwas, wo noch ganz oben auf meiner To-Do-Liste steht. Ich will einen IMAX 70 mm Film schauen. Haben sie exklusiv 4 Minuten exklusives Dune Part 3 Material am Ende des Films gezeigt. Wo eben halt auch in IMAX geschossen worden ist. Okay. Einfach um das so zu unterstreichen.
Ich find das absolut genial. Ich finde das richtig geil. So Schüssel kann ich einfach. Krass. Ja, Vor allem, das Geile ist noch, wenn du Atreus eingibst. Weißt du, was gerade als erstes kommt? ja, der Bübel von God of War. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber Oh dann mein hast du es wahrscheinlich, schreibt er sich nicht anders. Ah nein, er schreibt sich genau gleich. Ja. Atreus, ja. König von Mykene, ja. Ist der Vater von Agamemnon und von Menelaos. Richtig. By the way, Menelaos, gespielt von John Bernthal. Grandios auch. Ja, Gut, auch wenn er nur kurz vorgekommen ist, leider. wer hat genug gemacht? Ja, aber da steht's. Atreus ist in der griechischen Mythologie ein König von Mykene, der Sohn des Pelops und der Hypodameia, der Enkel des Tantalos und der Vater von Agamemnon und Menelaos, den Atriden, zwei griechischen Helden vor Troja. Atreides? Mhm. You see? Als ich das gesehen habe, ich bin einfach gerade nochmal mehr Fan von Dune. Ich finde das. Das Ich ist habe auch schon ein bisschen geil. Angst, dass meine Faszination für Dune, meine Faszination für Stargate langsam ablöst. Das ist wirklich so. Es ist aber auch ein mega grosses Universum. Ja, voll. Und es gibt ja auch so ein bisschen die Information, dass, oder respektive die Idee, dass Dune, Blade Runner, oder es hat es mal gegeben, dass Dune, Blade Runner, Alien, Predator, glaube ich, im gleichen Universum spielen, aber zu eben unterschiedlichen Zeitzonen. Irgendwie so. Es gibt auch die Theorie, dass Dune eine Voraussicht auf unsere Zukunft ist. Weil, wer Dune kennt, der weiß ja, sehr, sehr prominent bei Dune Prophecy, der Serie wird das vor allem immer wieder dargestellt, wo ja vorher stattfindet, vor dem Film, dass die Menschheit, sie hat zwar Technologien noch, Mhm. aber zum Beispiel keine KI, kein Computer im Sinn, wie wir Computer im Moment kennen. Und es hat ja den grossen Krieg gegeben gegen die sogenannten Denkmaschinen, die die Menschheit gewonnen hat. Und zu dem Zeitpunkt haben nachher alle Religionen ein Gesetz entlassen, im Sinne von, es wird keine Technologie mehr geben im gleichen Sinn und Verhalten wie die Menschheit. Was dazu geführt hat, dass die Menschheit der einzige Computer, den sie eigentlich noch können, irgendwie machen, der Mensch war. Und in Dune gibt es ja die Navigatoren und so. Das heisst, sie haben genetisch Menschen gezüchtet oder so, ich sag mal, umprogrammiert, dass der menschliche Kopf. Vielleicht check hör auf. Der menschliche Kopf ist jetzt der Computer. Aha. Und wenn Warhammer 40k anschaust, Ein bisschen weg, du probisch in wie Moorinnen blöd. wenn Warhammer 40k anschaust, wo Ja, nachher dann in ja. die schwebenden Köpfe rumfliegen, Ja, wo sie gewisse Technologien nicht mehr dürfen brauchen, obwohl sie sie haben. ja. Ja. Mhm. Oder ich Ach, meine, mein Dune Awakening hat das zum Beispiel auch sehr gut gezeigt in der Geschichte. Und zum Beispiel auch die Erde wird erwähnt. Bei einem grossen Rätsel, wo die Reise von den Fremen aufgezeigt wird, eigentlich, was die für eine Reise hinter sich haben. Da kommt die Erde auch, da wird von einer alten Welt, genannt Terra, glaube ich, oder so ist gesagt worden, wird geredet davon. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sogar Erde genannt wurde, ich weiß nicht mehr. Aber es ist Also- voll. Hör auf mit so Zeug. Hör auf. Es fällt alles auf Spinnen in meinem Hirn. Es passt irgendwie alles so zusammen. Ja, ja. Dass wir alle am Schluss nachher dann gegen Orks kämpfen, die eigentlich Pilze sind. Ja, und am Schluss leben wir auf einem Sandplanet. Fertig. Also vielleicht ist das der Zwischenstopp. Ja, ich meine Ja, gut, eben mit Warhammer 40k. Ja, nein, Dune. 40k. Ja, ja. Geht noch ein Zeitchen, ich glaube, bis sie dort sind.
muss man schauen, wie die Timeline von Dune wirklich ist. Ja, aber ja. Ja, und einfach Event Horizon, nur mal ein bisschen den Finger reingehabt. Ja, Oh mein Gott. Ich glaube, liebe Brösmeli, wir haben jetzt fast 3,5 Stunden. Ja, wir haben euch genug zum Denken gegeben. Aber apropos Denken, du hast noch eine Hausaufgabe stellen. Ich kann noch eine Hausaufgabe stellen. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch gut kommt, aber und zwar, wir stellen uns die selber auch, die kommt von meinem Schwager. Das habe ich vorher rausgenommen. Nennt uns mal euren Mount Rushmore von Filmen und Serien. Das heisst, 4 Filme und/oder Serien, die für euch ein Mount Rushmore würde bilden. Im Sinne von, das müsste verewigt werden. Eigentlich. Ich glaube, die Frage stellen wir uns fürs nächste Mal. Ullen ist schon am Überlegen. Darum, ich mach Verabschiedung. Ich habe das geschickt. Doch auf. Ich habe das geschickt. Das ist unsere Hausaufgabe, liebe Leute. Ich. Ich habe jetzt gehofft, ich könnte auf genau 3 Stunden 30, aber vielleicht halt auf 3 Stunden 30. I don't know. Keine Ahnung. Hey, ja. Wenn ihr bis dahin gelassen habt, danke vielmals. Ja, wir wirklich. haben die Hausaufgabe. Ich glaube, die meisten haben Freude. Absolut. Und dann schaut auf der Webseite vorbei, sagt uns eure Meinung und dann hört man uns nächstes Monat wieder. Ja. Tschüss.